es, lass uns Höckert probieren. Ich sag, was hast du für? Du sagst, du kennst ne Platz in der Wolke. Und ich sag, wo du warte mir, wo du warte mir. Mir Hilfe auf zum Wolkeplatz und unter uns der Puls der Stadt. Und hey, hey, dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam. Die Lück, so klein wie Insekten, die Hüsja sind aus wie gemalt. Der Fluss in vibrierende Order und Felder, so leuchte in Jolt, so leuchte in Jolt. Mir Hilfe auf zum Wolkeplatz und unter uns der Puls der Stadt. Und ey, ey, dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam. Wir fliegen hoch durch Raum und Zeit zum Wolkeplatz und zurück und singen. Dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam. Dam, 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 da, da, dam, dam, da, da, dam, zum Wolken, dam, dam, da, da, dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam. Ungeduldig, elegant, reichst du mir Dinge Hand. Keine Plan, wie das geht. Die Musik lautet, knallt der Beat. Kleine Raum der Wellen flieht. Ich kenne ihr Lied noch nie so ganz. Und plötzlich stehst du für mir und tanzt. Ja, damals, der Moment voll Ekstase, ich war hin und weg von genau dem Tag, der mich unbeschreiblich höchst begreifen lässt. Der Doming Tanz Marieche Welt. Menge Blick den Rampelig.
weil du mein Tanzmariechen bist. Dinger Crew unterwegs, merkst wie flüchtet sich verjäht. Selber Ort und selbes Spiel. Unsere Gläser niemals leer, ruhig zu blieben fällt uns schwer. Doch ob einmal küttert Lied, bei dem ich immer dran denke wird. Ja, damals, der Moment voll Ekstase, ich war hin und weg von genau dem Tag, der mich unbeschreiblich höchstens begreifen lässt. Der Domming Tanzmarieche Welt, Menge Blick den Rampenlicht, weil du mein Tanzmarieche bist. Der Moment voll Ekstase, ich war hin und weg von genau dem Tag, der mich unbeschreiblich, unbeschreiblich, unbeschreiblich. Der Moment voll Ekstase, ich war hin und weg von genau dem Tag, der mich unbeschreiblich, höchstens begreifen lässt. Der Domming Tanzmarieche bist, Menge Blick den Rampenlicht, weil Domming Tanzmarieche bist. Min edste Freundin, das Wort Meiers Kettche, und ich fuhr mit'm Rädchen, Tag für Tag zu ihm. Et Meiers Kettche, fuhr dann mit Rädchen, und dann dedet Lache, so wie ne Sonne schien. Und dann dedet Lache, so wie ne Sonne schien. Als kleine Fetster, wo ich ging, bei uns in der Straß, und fuhr ich mit mingem Rädchen mit Regen da durch, ja, da war vielleicht jet los. Et Meiers Kettche aus der Ringjas, dat hat mich dann ordens mit'm Rädchen gesinn. Und zick dem Dach hat ich beim Kettchen ne ganz dicke Stein im Brettchen drin. Min edste Freundin, dat Wort Meiers Kettchen, und ich fuhr mit'm Rädchen Tag für Tag zu ihm. Et Meiers Kettchen fuhr dann mit Rädchen, und dann dedet Lache, so wie ne Sonne schien. Und dann dedet Lache, so wie ne Sonne schien. Mit 14 komm ich in de Lier als Installateur.
Da tät ich ganz gut verdienen und bald schon hat ich ein Moped für der Tür. Doch nebenan der Webers Mattes, der war schon Gesell, hat mehr Geld als ich. Und net Ketsche fuhr mit Mattes im Auto und lädt mich ganz einfach im Stich. Min ätste Freundin, dat wort Meiers Ketsche. Und ich fuhr mit'm Rätsche Tag für Tag zu ihm. Et Meiers Ketsche fuhr damit Rätsche und dann tät et lache, so wie ne Sonne schien. Und dann tät et lache, so wie ne Sonne schien. Ja, und dann tät et lache, so wie ne Sonne schien. Sich Arm in Arm, lass mich von der Welt treiben, von der schönen Melodie. Das letzte Köl schmeckt zuckersüß, alles Jod und nix steht wie. Steht die Welt still für ne kleine Moment, wenn man im sicheren alles verjingt. Steht die Welt still und aus nem kleinen Augenblick für die Ewigkeit, wenn wir jetzt zusammen sind. Ich sing dich tanze, uns Blicke treffen sich. Es liegt Jens auf dem Dinger hoch und du hast Schweißbett im Gesicht. Komm nimm mich mit, denn du wir sind frei und nicht allein. Komm, nimm mich mit. Der Moment ist hier und jetzt. Komm, nimm mich mit, denn du und ich, wir sind frei und nicht allein. Komm mal dran fast, das wird ganz just. Der Moment ist hier und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt ist recht. Steht die Welt still für ne kleine Moment, wenn man im sicheren alles vergisst. Steht die Welt still und aus nem kleinen Augenblick für die Ewigkeit, wenn man jetzt zusammen
Jungs da drin. Ich stark nicht dritte Bett wird Kind, der Peter Hippen stilles Joch. Hier das Marie, das war, das kann doch gar nicht möglich sein. Der Typ, der muss ich sinn. Was hätt der dann, was ich nicht han, wie schön mag der wohl sinn. Da denk ich mir jetzt feines aus, ich glaub da ja nicht hin. Hückes Polter, aber in der Elsassstraß, denn der Peter hier hat morgen Marie. Dat Marie hätt ich so gern für mich gehabt. Die Schande doch, wo weht doch mich wollen nie. Ach Marie, ach Marie, ach Marie, ach Marie, wir datet hätt so wie gerne ich mit dir dies nach der Straße gefecht. Doch mit mir, da wollt's du nie. Doch mit mir, da wollt's du nie. Ich han eine LKW bestellt, von meinem allerletzte Geld. Der hätt en ganze Ladung Schuld, dann denne für de Dürje Schuld. En jode Mischung Sauerei, genau genommen Fünferlei. Haus mit Allmöl, Schrott und Kies, Jodgemeng mit Buremis. Der Peter hätt, der Dreck gefäsch und ich hannet Marie. 3 Stunden in de Kneipe für den Spaß gehabt wie nie. Hückes Polter, oben in der Elsassstraß, denn der Peter hier hat morgen Marie. Dat Marie hätt ich so gern für mich gehabt. Ich hanne doch, wo weht doch mich wollen nie. Ach Marie, ach Marie, ach Marie, ach Marie, wir datet hätt so wie hätt ich mit dir dies nach der Straße gefecht. Doch mit mir, da wollt's du nie. Doch mit mir, da wollt's du nie. Wo sollen sie leben, ich war fast schon jenseits von Eden. Adios, amore, goodbye. Et Glück und der Welt geht zu jedem. An mir ging es einfach vorbei. Da kommst du, ja du, und sprengtest die Ketten in zwei. Ein Wunder, wo es war, der Himmel war da. Für mich war das echt Zauberei. Oh, oh, Katrin, ich hab mich verloren. Verloren an dich. Oh, Katrin, ich bin neue Bauer durch dich. Ich will niemals im Leben ohne dich nicht sehen. Denn nur mit dir hätt mein Leben wirklich Sinn. Hallo Engel mit jungblonde Haare, ich sah dich von draußen da stehen. Wie hätt's dann so lang lief hier Frage, denn schmilze wie Eis in der Sonne und der Duft in der Luft. Ich ging rein und du hättest mich bedient. Sag's hello again, das war ja so schön, der Moment, an dem ich mich gesehnt. Oh, oh, Katrin, ich hab mich verloren an dich. Oh, oh, Katrin, ich bin neue Bauer durch dich. Ich will niemals im Leben ohne dich nicht sehen. Denn nur mit dir hat mein Leben wirklich Sinn. Oh Katharina, die Sache mit Werner kann ich dir nicht vergessen. Auch die Geschichte mit Peter. Doch als Willi mir erzählte, dass Hartmut gesagt hat, du hättest auch Günther und Ernst, da war ich so, als würde ich an Stunde gesessen und die Big Macs gegessen für dich. Oh, oh, Katrin, ich hab mich verloren an dich. Oh, oh, Katrin.
durch dich. Ich will niemals im Leben ohne dich mehr sehen, denn nur mit dir hätt mein Leben wirklich schön. Ich will niemals im Leben ohne dich mehr sehen, denn nur mit dir Ja, ihr Jecken, jetzt ist es soweit. In wenigen Sekunden startet unser erster karnevalistischer Livestream hier aus dem Wirtshaus am Marktplatz. Für euch die letzte Möglichkeit, noch in Ruhe Platz zu nehmen. Ich verspreche euch einen wunderschönen, bunten Abend, musikalisch, tänzerisch, informativ. Bleibt mit dabei, wir sehen uns gleich hier aus unserem Studio. Alaf! Im Treppchen für 94 Jahre ist man zusammen geworden. Genüsslichste saßen beieinander und wollten die allher sind. Schank bitte Hein und Engelbett, Mattes, Wilköbes und Dekobett und schließlich Hennes und auch der Jupp. Das waren die Gründer vom Karnevalsclub, drum für die Karnevalzig. Gilt die Parole Leflück, wohl deren sich, ich fasse Loben vieren. Dann gibt's noch Bullen bei der allen her, doch könnt ihr euch von Hetze amüsieren, denn die verstanden jetzt von dem Fasten leer. Lieder und Gold, da traut, tüchtigste Hand mit abgebaut. Es war doch direkt ne Zoch gemacht und ganz getreu noch Bullermaat. Mit Rumtara und Villradau, denn damals Jahre doch viel Schabau. Alles war ganz prima arrangiert, für Rupjinge Ware mit schneeweißem Bett, drum für die Karnevalzig. Gilt die Parole Leflück, wo dir ins richtig faste Loben vieren. Dann kommt noch Bullen bei der allen her, doch könnt ihr euch von Hetze amüsieren, denn die verstand jetzt von dem Fasten leer. Ja, Lev Jecke, herzlich willkommen an den Empfangsgeräten zu Hause. So hat man früher gesagt, es waren die 70er. Ich denke, es ist im Moment aktueller denn je. Deshalb begrüße ich euch zu unserem Livestream hier live aus dem Wirtshaus am Markt in Pulheim. Und ich darf euch eines versprechen, sämtliche Corona-Auflagen sind eingehalten. Wir sind alle getestet worden, Temperatur wurde gemessen. Wir haben heute hier die Corona-Vakuumblase. Ich verspreche euch einen schönen Abend. Ich darf nochmal auf das Eingangslied zurückgehen, gesungen von unserem Präsidenten Norbert Rode und begleitet von unserer der Saalgröße angepassten Saalkapelle Hubert Fendel. Ja, man vermisst etwas nur, wenn man es eigentlich für selbstverständlich gehalten hat und dann fällt man in ein großes Loch. So ist es dieses Jahr mit dem Fasteleer passiert. Ausgefallen ist der bis jetzt eigentlich ganz, ganz selten. Lieber Norbert, du hast Jahrzehnte die Geschicke unseres Vereines schon geleitet, wirst dies auch noch weitere Jahre tun. Und deshalb darf ich dich fragen, kannst du dich erinnern, wann ist das letzte Mal der Fasteleer auch hier in Pulheim ausgefallen? Ja, das können noch viele. 1991 bei dem Golfkrieg, da waren heiße Diskussionen in der Politik und auch in der Gesellschaft.
Danach hat man sich entschlossen und beschlossen, Karneval durfte nie mehr ausfallen. Und nun haben wir die Bescherung. Corona hat uns mal wieder einen Strich darauf durchgebracht und wir haben die nächste Situation, die uns am Karneval hindert. Das sollte euch aber nicht daran hindern, heute auch ein bisschen hier an unserem Livestream teilzunehmen. Unsere Regie wird den ganzen Abend über immer wieder eine Nummer einblenden. Über diese Nummer könnt ihr uns gerne WhatsApp-Nachrichten schicken, was ihr wissen wollt, was ihr gerade macht. Schickt uns Bilder, wie ihr den Abend verbringt und unseren Abend hier genießt. Und ansonsten kann ich nur sagen, lass mal nicht so viel lamentiere, lass mal lieber ein bisschen jet viere. Und deshalb geht's los mit unserem Home-Karnevaling, muss man ja in Ableitung an das Homeoffice inzwischen sagen. Ich verspreche euch ein schönes Programm. Mit dabei werden sein die Höhner, die Stadtrebelle, Rabaue, Martin Schops. Ein Überraschungsgast wird gleich auch kommen. Da kommt nachher mehr zu. Wir haben Statements befreundeter Vereine. Und jetzt legen wir los mit den Höhnern und den Freunden. Da ist die Ärztin, die keinen aufgeben will. Der Pfleger steht keine Sekunde still. Der Pfarrer spricht und er macht dir Mut. Die Verkäuferin, die jetzt genau das Richtige tut. Ein Anruf, ein Chat, ein Postner, gut. Applaus auf dem Balkon tut so gut. Wenn die Welt sich scheinbar nicht mehr dreht und keiner weiß, wie es mit uns weitergeht. Alle gemeinsam gegen Einsamkeit. Jetzt ist die Zeit für Menschlichkeit. Du belädst den Truck und du fährst die Bahn. Du sorgst für Ordnung und du packst das Regal. Du gibst Unterricht und zwar digital und spielst mit den Kindern, ja, das ist genial. Und alle spüren, es ist jetzt soweit. Jetzt kommt die Zeit für Menschlichkeit. Wenn die Welt sich scheinbar nicht mehr dreht und keiner weiß, wie es mit uns weitergeht. Alle gemeinsam gegen Einsamkeit. Jetzt ist die Zeit für
so haben wir angefangen. Zeit für Menschlichkeit ist gerade in den heutigen Zeiten von Homeoffice wichtig, wirklich den Blick über den Tellerrand hinauszurichten auch. Eine solche Veranstaltung, wie wir sie hier heute Abend abhalten, kostet natürlich Geld. Aber das Geld, was das kostet, haben wir aus eigenen Kräften, aus eigenen Spenden aufgebracht. Nichtsdestotrotz gibt es einen Spendenaufruf, den wir machen. Wir bitten um Spenden, nicht für uns, sondern es ist Tradition, dass das Festkomitee Pulheimer Karneval die Behindertenhilfe Hand in Hand, die es inzwischen in Pulheim seit 32 Jahren gibt, unterstützt. Unterstützung heißt für uns, wir richten deren Sitzung aus und auf deren Sitzung kommen viele Spenden zusammen. Es werden sonstige Sachen dort noch angebracht und diese Gelder, die spenden wir Hand in Hand zur Unterstützung. Vor 2 Jahren fiel die Sitzung aus, sturmbedingt. Jetzt die Sitzung fällt Corona-bedingt aus und es reißt bei der Behindertenhilfe ein riesengroßes Loch ins Budget. Und deshalb haben wir diese Spendensache eingerichtet. Wie ihr spenden könnt, dazu erklären euch diese beiden Herren jetzt gleich noch etwas. Markus Schüngel, unser Geschäftsführer, Markus Leroy, unser Pressesprecher, der auch, wenn ihr ihm schreibt, heute zwischendurch, soweit es machbar ist, euch antwortet. Ja, erstmal auch von meiner Seite einen schönen Abend. Schön, dass ihr alle da an den Bildschirmen seid. Ja, der Rainer hat es gerade schon gesagt, wir haben eine technische Möglichkeit eingerichtet, für Hand in Hand etwas Gutes zu tun. Wir haben ein Sonderkonto eingerichtet, das blenden wir jetzt ein und das werden wir auch zwischendurch immer wieder mal einblenden. Und da ist unsere große Bitte, seid spendabel, tut etwas Gutes. Viel Geld konnte ja jetzt leider im Karneval gespart werden, dann könnt ihr das dann da ja wieder gut investieren. Über diese WhatsApp-Nummer, die wir auch da eingeblendet haben, habt ihr dann auch, wer es möchte, die Möglichkeit zu sagen, wie viel ihr gespendet habt oder ja, was ihr spenden wollt. Und das werden wir dann auch natürlich nur in den Fällen, wo es gewünscht ist, dann auch immer wieder mitteilen. Ja, vielen Dank, lieber Markus. Aber ihr seid bei einer Karnevalssitzung, bei einem Livestream und es geht jetzt musikalisch weiter für euch. Rhythmus, Sportlichkeit und karnevalistisch. Ich sag's euch auf von der Couch. Hier kommen diese 3 Begriffe vereint in einem Bandnamen. Wir sehen die Rhythmus-Sportgruppe. Wir fangen direkt an mit einem Song über das rheinische Lebensgefühl. Glanz und Gloria. Kein Korkenknallen und Sektflaschen, mehr Party in den kleinen Gassen. Sperrzeit, die Kneipe schließt und wir so weiter um die Häuser ziehen. Kein Maserati, Polo, Cricket, mehr Breitensport und Zugtickets. Statt Pelz, Rolex und Krawatte, eher so Trikot und Vereinsjacke. Wir bleiben stabil und alles ist klar. Ist alles gut so wie es war, weil mir gar nichts fehlt, solange wir strahlen wie Glanz und Gloria. Gestern noch fremd, heute stoßen wir an. Ist alles gut so wie es war, weil mir gar nichts fehlt, solange wir strahlen wie Glanz und Gloria. Du lachst und du strahlst wie ein Licht in der Nacht. Du lachst und du strahlst Glanz und Gloria. Du lachst und du strahlst, das bringt dich durch den Tag. Du lachst und du strahlst, wie Glanz und Gloria. Und statt auf Shoppingmeilen durchzudrehen, in Stadien zum Fußball gehen, Monatsende Geld knapp, dann ein Tag in den Stadtpark. Mein 5-Sterne-Restaurant sind das Brötchen und der Dönermann. Und viel schöner als ein fernes Land ist der Rhein bei Sonnenuntergang. Wir bleiben stabil und alles ist klar. Ist alles gut so wie es war, weil mir gar nichts fehlt, solange wir strahlen wie Glanz und Gloria.
gestern noch fremd, heute stoßen wir an. Ist alles gut so, wie es war, weil mir gar nichts fehlt, solange wir strahlen. Wie Glanz und Gloria, du lachst und du strahlst, wie ein Licht in der Nacht. Du lachst und du strahlst, wie Glanz und Gloria. Du lachst und du strahlst, das bringt dich durch den Tag. Du lachst und du strahlst, wie Glanz und Gloria. Ich seh, wie du grinst, liegst in meinem Arm. Ist alles gut so, wie es war, weil mir gar nichts fehlt, solange du strahlst. Wie Glanz und Gloria. Du lachst und du strahlst, wie ein Licht in der Nacht. Du lachst und du strahlst, wie Glanz und Gloria. Du lachst und du strahlst, das bringt dich durch den Tag. Du lachst und du strahlst, wie Glanz und Gloria. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder, live aus unserem Studio, aus dem Wirtshaus am Marktplatz. Wundert euch nicht, dass immer wieder, wenn bestimmte Gruppen dort singen oder auftreten, eine Telefonnummer unten eingeblendet wird. Pullheim TV hat die Auftritte der Gruppen gefilmt bei den Vorstellabenden und deshalb haben wir uns entschlossen, diese Variante mit einzubinden, denn auch diese Künstler können von euch gebucht werden. Für die Session ist der Drop zwar gelutscht, aber es geht ja weiter und wir gucken natürlich nach vorne. Jedenfalls gucken wir im weiteren Verlauf des Abends nach vorne. Jetzt gucken wir erstmal noch ein klein wenig zurück. In der vergangenen Session hat die KG Alheere das erste Pullheimer Damendreigestirn gestellt. Und das hat für viel Aufsehen gesorgt. Wir wurden von Kölner Vereinen angesprochen, von namhaften Vereinen und man sagte gerade unserem Präsidenten sehr deutlich, was macht ihr für eine Driss? Ihr seid ein Traditionsverein und ihr sendet die falschen Signale. Bla bla bla, können wir im Nachhinein dazu nur sagen. Die Mädels waren auf so vielen Kölner Sitzungen, auf Veranstaltungen eingeladen als Programmpunkt. Sie sind überall bestens angekommen. Sie wurden gelobt von Brüssel bis Berlin. Aber was erzähle ich euch? Hört euch einfach an, was die drei Mädels selbst dazu sagen. Liebe Zuschauer, neben mir und um mich herum sitzt das noch amtierende Damendreigestirn der KG Alheere. Und es ist das einzige Damendreigestirn jemals in Pullheim Dreigestirn war. Ne? Ein anderes gab es noch nicht. Als Damendreigestirn, ja. Also zumindest in Pullheim Stadt. Es gab schon in den kleinen Unterorten, gab es schon Damendreigestirn, aber wir sind das erste in Pullheim Stadt. Ja, genau. Danzweiler und so, das gab es vor 2, 3 Jahren schon. Ja, ja. Und ihr wart schon infiziert in früher Jugend. Ihr seid schon mit 9 Jahren, steht hier, in den Karnevalsverein eingetreten. Also was ist da bei deiner Erziehung schiefgelaufen, dass du so früh in den Karnevalsverein gehen musst? Ja, ich glaube, ich wurde direkt angesteckt von meinem Nachbarn Norbert Rode, der mich mit dem Karnevalsvirus, auch wenn ich dieses schlimme Wort jetzt sage, infiziert hat. Also der hat neben euch gegenüber gewohnt, stimmt, ja. Ja, das ist richtig, genau gegenüber. Und dann hast du immer die Aufzüge gesehen und dann er ging dann im schwarzen Anzug rein und kam im Kostüm wieder raus und sowas. Und da hast du gedacht, was ist da eigentlich los bei denen? Da hast du gedacht, das will ich auch gerne oder so, ne? Ja, so ungefähr. Also seine Tochter, die Sabine, die hat mich angesteckt damals in den Knubbeln und dann bin ich zu den Pullemännchen gekommen und ja, bis heute da geblieben, ne? Das heißt, Knubbel sind die ganz Kleinen von der Alheere, ne? Die tanzen auch und singen? Ja, es fängt mit dem Pullemännchen an und dann kommt Knubbel 1, 2, 3 und ich glaube, 4 nicht, ne? Doch? Nein? Nee, 3 glaube ich. Nee, 3, ne? Und dann Stadtgarde und das ist so, da kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und da ist man immer weiter mit dabei.
Ja, das ist eine Karriere, die man nicht mehr aufhalten kann. Ne? Warst du auch Knubbelin? Ich war auch Knubbelin. Ich bin ein Jahr später als die beiden reingekommen und Weil du die Jüngste bist. Ne? ich bin die Jüngste, genau. Und ich habe die gesehen und habe gesagt, da möchte ich auch hin. Ach, ehrlich? Genau. Und ihr wart relativ eng oder seid relativ eng befreundet? Ja, schon immer. Wir sind hinter der Bahn aufgewachsen und ja, wir kennen uns eigentlich schon Ewigkeiten. Auf der Straße zusammengespielt, zusammen getanzt. Und ihr wart auch nachher Trainerinnen dieser Knubbel 1, 2 und 3 und auch von den Tanzpaaren, weil ihr halt immer weitergemacht habt. Ne? Ja, wir haben getanzt in der Stadtgarde und dann haben die Eva und ich haben gesagt, okay, wir trainieren jetzt mal die Kinder ein paar Jahre und ja. Naja, und dann, das ist das Interessante an der ganzen Sache, dann seid ihr Paginnen der Dreigestirne geworden. Also eine längere Zeit wart ihr dann Pagin. Du auch? Ich war nur einmal, also die beiden haben, glaube ich, eine über 10-jährige Paginnenkarriere hinter sich. Und als ich dann 40 wurde, sagten die so, und jetzt bist du auch mal dran. Und einmal musst du unbedingt mitmachen und dann habe ich mich auch überreden lassen, Gott sei Dank. Das war das Dreigestirn 2017. Und das war auch eine super Session, ja, und irgendwie war es dann vor, oh Gott, wie lange ist das? Schon 2 Jahren her, dann durch irgendwie Umstände auf dem Oktoberfest kam es dann zu dem, was alle kennen. Wer hatte als erster die Idee? Wer hatte diesen Grundgedanken, ich will Dreigestirn, ich kann das? Ich weiß gar nicht, wer den zuerst hatte. Der kam natürlich irgendwann mal nach einer Sektlaune, aber schon vor ewig und 3 Tagen, bestimmt vor 10 Jahren, keine Ahnung. Dann haben wir immer mal gesagt, und es war von Anfang an klar, wer was macht, weil ich rede halt am meisten, also bin ich die Prinzessin, ne? Ja. Und die Bier, ne? Die sagt, mir ist immer kalt, also wird die der Bauer, weil dann ist sie schön warm eingepackt. Okay, mit unseren Ornaten hat das dann nicht so geklappt, die sahen dann doch ein bisschen anders aus als die der Herren. Ja, und die Eva wollte schon immer die Jungfrau mit der Krone und dem Spiegel sein. Also von daher, das war von Anfang an klar, da gab es nie Streit. Und wir haben all die Jahre immer gesagt, wenn mal ein Dreigestirn ausgefallen ist oder so, waren wir immer so, ja, wir würden es ja machen, aber ihr müsst uns einfach nur mal nehmen. Ja. Das heißt, war in dem Jahr ein Herren-Dreigestirn schon, sag mal, in der Schiene, im Ofen? Oder war keins da und ihr habt ein Loch gefüllt? Nee, es war keins da. Es war keins da und es konnte auch keins gefunden werden. Die Herren haben sich alle ein wenig geziert. Ja, und wir nicht. Und dann seid ihr zum Präsidenten gegangen und habt gesagt, wir können Dreigestirn. Wer ist da hingegangen? Alle 3? Er ist zu euch gekommen und hat euch gebeten, Dreigestirn zu machen. Nein, wir waren ja auf dem Oktoberfest im Jahr 2018, genau. Und dann hat der Norbert sich ja vorne hingestellt mit dem Rhein und hat gesagt, wir suchen immer noch ein Dreigestirn für nächstes Jahr. Und dann standen wir wieder da und haben diesen gemacht, wir möchten. Ja, und dann kam der Norbert auf einmal mit einem weißen Zettel angerannt, hat sich zu unserem Tisch gesetzt und dann haben wir den Vertrag unterschrieben. Habt ihr damit gerechnet? Nee, ganz und gar nicht. Wir hatten auch 2 Tage lang, danach waren wir auch ein bisschen durch den Wind, weil wir gedacht haben, Herrje, was haben wir da jetzt unterschrieben, was haben wir da jetzt gemacht? Weil danach ging es natürlich los. Also auf dem Oktoberfest selber schon waren wir erstmal eine halbe Stunde beschäftigt. Ich konnte meinem Freund, der war gar nicht da, gar nicht Bescheid sagen, was ich da gemacht habe. Und wir wurden nur gratuliert und das zog ein Aufruhr hinter sich, der aber sehr positiv war. Aber es war trotzdem, wir haben 2 Tage lang gedacht, hei. Und nach 2 Tagen war euch klar, was passiert ist, Eva? War das dann im Kopf, so, jetzt bin ich Jungfrau? Nein, überhaupt noch gar nicht. Also man war ja auch einmal dann auch in zig WhatsApp-Gruppen drin, die auf einmal gegründet wurden. Die wurden, du bist Mitglied dieser Gruppe und denkst dir, oh, schon wieder eine neue Gruppe. Ja, und dann, man realisierte das noch gar nicht. Erst, wie wir so langsam angefangen, in die Details zu besprechen und uns mit Norbert und unserer Prinzenführerin getroffen haben, so dann fing es so langsam an, dass wir es realisieren konnten. Ihr trefft euch mit den barmherzigen Schwestern. Ich wusste ja, dass ihr alle katholisch seid, aber ihr habt einen Hang zum Übertreiben. Kann das sein?
Nee, wir sind einfach lustig. Und wenn es an Namensgebung geht, sind wir auch sehr kreativ. Und dann kam das irgendwann mal wahrscheinlich bei einer unserer Mallorca-Türchen, wo wir überlegt haben, wie wir uns denn nennen könnten. Und dann, ich glaube, da hatte auch irgendwie ein Kloster, wo wirklich die barmherzigen Schwestern, ne? In Salzburg. Genau. Ja. Genau. Ja, und dann waren wir geboren. Ja, und dann ging es ja daran, Dreigestirne brauchen ein Lied. Und alle Dreigestirne singen auch, wie schön es auf der Bühne ist und wie schön es ist, Dreigestirn. Der schönste Tag in meinem Leben, ne? Das ist ja so ein Satz von Dreigestirnen. Und da kam wirklich dieses Gold oder Grün dazu. Woher habt ihr das? Eigentlich von einem Versinger von der Freundin meiner Tochter kam das, weil die bei Cordula Grün immer Gold oder Grün verstanden hat und sagt, das ist ein schönes Lied, Gold oder Grün. Und ich sie dann, Ilka, das heißt nicht Gold oder Grün, das heißt Cordula Grün. Ach so. Und dann habe ich gedacht, perfekt. Das ist perfekt, das passt zu den Farben, das nehmen wir, das dichten wir jetzt um. Und das ist vor allen Dingen auch ein Lied, wo jeder mitsingen kann und jeder Spaß hat und es ist ein Knaller und dann... Ja, ist es auch ein Knaller geworden. Ja, weil so eine Karriere, glaube ich, hat musikalisch noch kein Dreigestirn gemacht in ganz Pulheim und umgeben. Und wie oft habt ihr dieses Lied gesungen? Wisst ihr das? Nee, ich glaube, wir hatten knapp über 150 Auftritte. Und ich sag mal, Gold oder Grün haben wir auf jeden Fall immer gesungen, die anderen dann je nach Zeit. Also auf jeden Fall mindestens 150 Mal, wahrscheinlich mehr. Ja. Weil die Crew das ja auch genau. besonders gut fand. Wir haben es in unserem Partybus gesungen, wir haben es auf verschiedenen KG-Veranstaltungen als Zugabe noch immer hinterher nochmal gesungen und also bestimmt an die 200 Mal mindestens, offiziell. Eine wichtige Frage. Würdet ihr das nochmal machen? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Das ist eine schwierige Frage. Aber ich denke, sowas kann man einfach nur einmal erleben. Und deswegen würde ich spontan erstmal sagen, ich würde es nicht mehr tun. Aber das geht nicht gegen meine Mädels. Mit denen würde ich es eigentlich immer wieder machen. Wenn sie es wollen, würde ich es auch wieder tun. Aber spontan hätte ich jetzt erstmal gesagt, das kann man nur einmal erleben. Also einmal Dreigestirn reicht fürs Leben. Ja. Ja. Eva, würdest du das nochmal machen? Ja, ich würde das nochmal machen, aber dann in einer anderen Position. Prinzessin, den Job wegnehmen und sie macht dann... Dann nehme ich den Bauern. Oder die Jungfrau, ich bin da flexibel. Hauptsache mit den beiden. Der zückt schon wieder. Zeige ihm mal. Da ist jetzt der Präsident unterschreiben für das nächste Dreigestirn. Okay, was ratet ihr 3 Frauen bei euch aus dem Verein, die sagen, was ihr gemacht habt, würden wir auch gerne machen? Macht es oder passt da und da auf oder was auch? Nee, definitiv einfach machen und Spaß haben. Aber das würde ich nicht nur den Frauen raten, das rate ich auch den Männern, weil wir haben immer gesagt, es ist egal, wenn was schief läuft, läuft was schief. Aber dann einfach drüber lachen und solange wir Spaß dran haben, haben die anderen auch Spaß und ich glaube, das hat bei uns super geklappt. Also zumindest war das Feedback so, dass sich viele gefreut haben und viele am Anfang nicht gedacht hätten, dass wir das so gut machen und sich im Nachhinein wirklich gefreut haben und mit uns gefeiert haben und das hat einfach den größten Spaß gemacht, weil wir einfach mit allen anderen zusammen gefeiert haben. Einfach Spaß haben ist das Allerwichtigste. Das ist ein guter Übergang. Jetzt kommt nämlich das Lied von den 3. Cordula Grün. Viel Spaß. Ja, ihr Lieben, so stehe ich nur hier in unserer guten Pulheimer Stube im Köstersaal und wie ihr seht, es ist leider menschenleer. Normalerweise stünde dieser Saal hier zu dem Zeitpunkt richtig unter Volldampf. Das Einzige, was hier in dieser Session dampft, sind wahrscheinlich ein paar beratende Politikerköpfe, die aber zum Glück heute auch nicht hier sind. Bei euch möchte ich mich an dieser Stelle aber bedanken. Ihr seid die wirklichen Karnevalisten, denn ihr habt diese Session die Füße in den Tagen stillgehalten. Denn nur so wird es uns gelingen, auch in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr wieder zu einer Normalität zurückzukommen, die es zulässt, dass wir unseren Fastelehr feiern können. Jetzt lade ich euch ein, guckt weiterhin mit uns unseren Livestream, den wir für euch zusammengestellt haben. Ihr seht jetzt als nächstes nochmal
die Mädels vom ersten Pulheimer Damen-Dreigestirn und den Saal, so wie er sein sollte, unter Volldampf. Danke und Alaf. Seid ihr bereit für das zweite Lied? Dann gibt es jetzt für euch Gold oder Grün. Danke, Eva. Es war vor 30 Jahren, da war uns allen klar, ein Pullemännchen zu sein, hier in diesem Verein. Es lag uns im Blut, auch das Kostüm stand uns zu. Darum stürzten wir uns in den Jackenverein, aus Hüpfen wurde Spagat, durch alle Säle gerockt, nach Wasser kam dann der Sekt. Die Eltern waren geschockt. Beim Oktoberfest dann unsere Chance kam auch, nach was spielen wir. Da stand die Frage im Raum, doch die haben wir gehofft, um dann hier zu schreien. Gold oder grün, Gold oder grün, Gold oder grün, wir wollen euch, wir wollen euch, wir wollen euch. Gold oder grün, ist das ein Heerekostüm? Gold oder grün, in den Tanzen bestimmt. Gold oder grün, wir wollen euch, wir wollen euch, wir wollen euch, wir wollen euch tanzen sehen. Wir waren alle gespannt, was die Herrenwelt sagt. Da kam der Dicke gerannt, mit nem Vertrag in der Hand. Und so sind wir es jetzt. Das erste Damengestirn. Schon war es offiziell und uns wurde ganz heiß. Alle freuten sich sehr und der Jubel war groß. Manche schauten sich an. Was ist mit Norbert nur los? Hätte er das geahnt, was mit uns hier passiert, hätte das längst gewarnt. Und eines ist ja so schön, unser Norbert hier bei uns noch leben zu sehen. Gold oder grün, Gold oder grün, Gold oder grün, wir wollen euch, wir wollen euch, wir wollen euch. Gold oder grün, ist das ein Heerekostüm? Gold oder grün, in den Tanzen so schön. Gold oder grün, wir wollen euch, wir wollen euch, wir wollen euch, wir wollen euch tanzen sehen. 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 Ja, das war der Blick zurück auf unser erstes Pulheimer Damen-Dreigestirn. Ich kann mich bei den Mädels gerade jetzt aktuell, wir haben die Mail gekriegt, bedanken für eine Spende in Höhe von 111 € für Hand in Hand. Leider hat es nicht die direkte Zepterübergabe in dieser Session gegeben, aber da kommen wir nachher später noch zu. Ich habe euch eben gesagt, es gibt einen Überraschungsgast. Unser Überraschungsgast ist inzwischen eingetroffen und ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Ich dürfte ihn diese Session bereits zweimal als Sitzungspräsidenten genießen, allerdings leider auch nur im Jackstream. Es ist ein außergewöhnlicher Künstler. Er versteht es, sich jeden Saal zu holen, ob klein oder groß, ob ruhig oder tosend. Ich freue mich, ihn euch jetzt ankündigen zu dürfen, J.P. Weber. Ja, wenn die populären Menschen aus Pullem rufen, bin ich da. Ne, das ist, welche Kamera darf ich? Auch im Namen meiner Eltern. Dankeschön. Das ist, was soll ich sagen? Fastelavond zusammen. Fastelavond. Er fällt mir wirklich. Also wirklich, Fastelavond ist so. Jo, wenn man das ganze Internet hier draußen so liest, ne, hier so Facebook und was man so all Instagram oder so, dann sagen die ganzen Athleten immer, ja, der Karneval, da kann man doch mal ein Jahr Pause machen. Das macht ja vielleicht Sinn, dass der Fastelavond braucht kein Mensch.
wird der Mensch braucht fast erlaubend. Das ist Identität, das ist Mehrwert. Das ist das, wofür wir gerade stehen, wofür wir den Hut anhaben. Jod, vielleicht geht das jetzt auch wieder irgendwie jetzt, so von wegen dem ganzen Impfen, weißt du? Obwohl, die Mika-Bäne ist als Impfzeug im Moment, aber willst du machen? Vielleicht mit der leeren Fläche inrieven oder noch irgendwie, keine Ahnung. Obwohl demnächst eine Chance für große neue Fernsehproduktionen, ne? Demnächst samstagsabends, ne, bei RTL, Gottschalk impft. Der ist dann die ganze Athleten auf der Besetzungscouch sitzen. Die werden dann live geimpft und dann müssen die sich dann da hinsetzen. Da kannst du direkt among die Nebenwirkungen sehen. Der Lauterbach, der klingt dann nicht nur wie der Antwerpes, der sieht dann auch so aus. Und dann hast du hier so Silbereisen, ne? Der Florian Silbereisen, der paddelt dann mit dem Traumschiff direkt among in die Impfarena nach Düsseldorf. Unter uns gesagt, der hat den Virus ja atemlos überstanden. Ne? Das ist ja, man muss auch uns Glück haben, wenn man vaginal intolerant ist. Man ja Falle, der läuft doch so kistig. Aber ehrlich, das ist, was haben wir, ist ja alles so. Der Handel hat so, ne, die Friseure haben so. Jo, das stört jetzt so eine Johnson und Trump nicht, dass der Friseur so hat. Ne? Das ist das, was die für Fifis am Kopf haben. Man ja Falle irgendwie. Und dann, hey, der Brexit-Exit Johnson. Ne? Also, wirklich, jetzt mal unter uns, ne? Dem sein größte Sorge von dem Johnson war ja, dass er nur noch nach Deutschland rennen darf, wenn er demnächst als Trump-Double im Sauerlandstern auftreten darf. Ne? Oder hey, der Trump und der Johnson, die hatten das ja. Die hatten ja den Virus. Die hatten Corona, dumme in ihr Falle. Die hatten der Rinderwahn, wenn du mich freust. Ich habe das Bild schon im Kopf, wann die Bates versuchen, mit ihrem Löhr aus der Flehe aus dem Gesicht zu schlagen. Das ist doch, und dann heißt er, hey, was Söderianer, hey, die bei ganzen Bayern, ihr sagt's irgendwie. Was haben die geschimpft irgendwie? Ja, wir sagen das Oktoberfest ab. Da haben wir Kölsch gesagt, der Karneval säßt ja nicht auf. Der Karneval säßt ja nicht auf. Ne? Dann haben wir den Karneval abgesagt. Da haben wir abgesagt. Jetzt kommen die Bayern wieder. Wir machen wieder Oktoberfest. Wart auf, dann schicken wir die Höhner. Grippe. Ja, das ist. Aber darf man ja nichts zu sagen. Das sind gute Musiker, ne? Das sind eine neue Bassist. Ne? Die haben ja auch dieses Jahr Jubiläum. 10 Jahre keine Hit. Nee, ja, dafür, das ist, aber ist doch wahr. Übrigens, Entschuldigung, dass ich Kölsch war, das ist mein Sprach, ne? Also, das ist ja wirklich ein Sprach, kommt ja aus dem Repoarischen, Fränkischen, wird ja so, ja, mit einer ISO-Zahl bemessen, 639-2 Kölsch ein Sprach. Du kannst ja konjugieren, ein Verb beugen, ja, Sie können sagen, der Weber ist Drister, aber Sie haben nicht gelehrt, ne? Zum Beispiel, ich gehe, pass auf jetzt, ich, Jon, du, jes, es, jet, jet doch. Ne? Das ist, oh mein Gott. Wir haben ja im Kölschen sogar Metaphern. Wir haben echte Metaphern, Bildsprache. Ne? Jo, das kannst du nicht überall übersetzen. Ne? Das kannst du nicht machen. Ne? Zum Beispiel, wenn du auf Deutsch sagst, der Hahn im Korb. Ne? Hey, da. Ne? Kann das mit der Kamera drauf? Hey, der Pfiffi da. Ne? Der ist, ne? Das ist der Hahn im Korb. Auf Englisch wird das nicht funktionieren. A cook in a basket. Das geht nicht, ne? Oder, das, ja, ist das so. Aber es gibt auch unnötige Sachen, die braucht man jetzt nicht. Ne? So Akademiezeug manchmal für ein Brill, das hält man nicht Lohrmaschine, das ist ein Brill, dumm in ihr Falle. Oder eine Fernseher, ne? Das ist kein Euelskiss, das ist ein Fernseher. Obwohl, es gibt auch sexy Sachen, es gibt sexy Sachen von der Akademie. Seidenblouson auf Kölsch, großartig, Seidenblouson auf Kölsch. Kennt ihr nicht? Ist ganz einfach. Sigge was Lümpche. Sigge, sexy, wa? Sigge was. Jetzt stell dir uns vor, du bist aber auf der Akademie von der Kölschen Sprache gewesen. Stehst dann am Neumarkt, das in Köln heißt der Neumarkt ja Neumarkt, wobei der Heumarkt nicht Hümarkt heißt, weil der Pad fürs Heu, Gehü, kann man sich einfach merken. Stehst du dann beim Pig und Pop und wo ich an der Kasse sitze, Tag, ich hätte jene Sigge was Lümpche. Steht da wahrscheinlich so eine urkölsche Verkäuferin an der Theke, die sagt dann, bitte, was haben gesagt, habe nicht verstanden. Kannst du von uns ja. Und das ist auch der Grund, warum wir auch alle überleben hier. Wir überleben das alle. Da kannst du für. Die haben ja alle Angst, ja, die hatten ja einen Kadangst, dass das ganze Mallorca hier drüben dann irgendwann nach Köln kommen kann. Das kann nicht passieren. Ich habe mir das angeguckt, die Unnötige. Solange so eine Tim Tuppet auf Mallorca singt, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Was willst du da auf Kölschluss machen? Ich habe eine Knoche zwischen den Ohren, ich bin eine Hemmsche.
Nee, kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Und mittlerweile, ich habe ja das Gefühl, wenn ich ja so Auftritte mache in der letzten Woche, ne, ich schwöre, Camgirl, ne? Mein Gott, ich bin so sexy. Ach, kannst du... Was haben wir im Sommer für Auftritte gemacht? Ich hatte alles an Auftritte. Beerdigungen. Ich habe Beerdigungen gesperrt, schon nie gemacht. Beerdigungen. Obwohl ich muss sagen, Beerdigungen sind für uns Musiker tolle Sachen. Die wollen keine Zugabe. Ehrlich. Da stehst du auf so einer rheinischen Beerdigung, stehst du da von der Funke, hey, Naherholungsgebiet Melate, Erster Straße 204, steht hinter dir so ein Athlet. Ne? Schmiest die ganze Zig Frikadelle in der Giraffe. Noch ein Frikadell. Ich stand da, so hör mal. Meinst du, unter uns gesagt, der frisst die noch? Guckt er mich an und sagt, meinst du, der stellt den Blumen noch in das Wasser, oder wie? Deshalb, nachher. Und dann die Frage, soll man dann jetzt irgendwie Fasten machen? Ja, natürlich. Ne? Das, wie gesagt, das hätte ja alles so. Der Handel hätte so, ne? Der Friseur, alles hätte so, dann müssen wir doch jetzt machen. So, ja, der Memme-Tempel ob der Hornstraße hätte so. Hey, Pascha hätte so. Kann der Harald ein Liedchen drüber singen? Wirklich, hätte so. Jetzt hatten sie ja für, aus der 150 Zimmer 150 Impfkabinen zu machen. Dumm in ihr Falle, das ist doch keine Schluckimpfung. Das ist doch... Nee, wirklich doch. Obwohl, man muss auch mal Abstriche machen, das muss man sagen. Man muss auch mal Abstriche machen. Natürlich machen wir jetzt. Und dann stehst du ja eine Anrufkrähe vom Rainer Hömich. Und er hat gesagt, Weber, mir schrieben eine Lied. Der Rainer kann schreiben, Wahnsinn. Ey, der hat Kaczmarek geschrieben, noch ein paar andere Liedchen, die man wirklich kennt. Da habe ich gefragt, sag Rainer, über was schreiben wir denn? Sagt er, über eine Kölsche. Ich sag, nee, dann kann ich nicht mehr hören. Hey, Domring, Sonnenschein, Röcke, Ping, dumm in ihr Falle. Der sagte, nee, das ist eine super Idee für ein Liedchen über eine Kölsche. Das machen wir jetzt. Das ist ganz neu. War gerade zu lutschen, pass auf jetzt. Ja, ist geklaut. Aber gut geklaut. Es war am 8. Tag, spät in der Nacht, da hätte Lewe J. der Kölsche gemacht, dann hätten sich belurt und gesagt, ach komm, lass ihn so. Komm, lass ihn so. Dann hätte in die gezeigt, wie man sich vermehrt, doch ein paar Prozent böchte immer noch verkehrt. Dem Herrgott ist das alles egal. Ach komm, lass es so. Ach komm, lass es so. Da habe ich ihm Rainer gesagt, pass auf, das ist schön, das Liedchen. Aber da muss man doch singen können. Man muss doch mitsingen können, bis er bei der Kolumbine in Jeladi, die Mädchen wollen singen. Sagt, ja, Weber, super neue Idee. Von wer ihr singen? Pass auf jetzt, ich sage, ja, aber lalala mache ich nicht. Ich bin nicht der Lalala-Typ. Nee, ist innovativ, neu, pass auf jetzt. Dub, dub, dubi, dub, 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 dub. Ach, weißt du, komm, lass es so. Komm, lass es so. Jetzt wird es Köln intern. Na, der Hilje, 3 Könige, pilgern sie all hin, doch vielleicht sind in dem Schrein nur Hemmsche Knochen drin. Dem Herrgott ist dann alles egal. Ach komm, lass es so. Jetzt gut, Aktuelles. Pass auf jetzt. Der Lauterbach, der meint, mit Kölsche sind durch Corona ins Fort. Doch der wahre Kölsche geht nur an Gilden kaputt. Dem Herrgott ist dann alles egal. Ach komm, lass es so. Ach komm, lass es so. Ne Kölsche han im Himmel, ne VIP-Bereich. Wer über Kuckelkornbuch kriegt einen Sonderpreis. Dem Herrgott ist dann alles egal. Ach komm, lass es so. Komm, lass es so. Schön Liedchen, ne? Das ist... Dankeschön. Jetzt sind wir ja unter uns. Wir sind ja unter uns. Also, jetzt fragen Sie mich mal, wie geht das dann? Du musst Bilder im Kopf anmachen. Du musst dir eine Lücke geben, womit sie interpretieren können, für sich selbst.
Das ist bei einem Leben so. Das ist aber auch, wenn du Geschichte erzählst. Ich mache das ja nicht einfach nur eine Witz erzählen. Das muss eine Geschichte sein. Wie funktioniert das jetzt? Pass auf, ist ganz einfach. Ich mache uns ein Beispiel jetzt. Für ein Beispiel, wie das funktioniert. Stellen wir uns so eine blaue Funk vor. So ein noch echt der blaue Funk, so ein Armsau. Weißt du? Ne, der muss Geld haben, Nüssele, damit er fest in Blau machen kann. Da braucht er 2 Jobs für. Ne? Der arbeitet bei DHL, ist der Fahrer, und noch nebenbei bei Hermes. Weißt du? Eine blaue Funk halt. Jetzt fährt er jeden Abend vom Godorfer Hafen, fährt er jetzt nach Rudekirche, um von da aus dann nach Köln-Innenstadt zu kommen, Legosteine. Lego, die kleinen Legosteine. Jeden Abend 18 Uhr fährt er die. Auf einer Tour auf Rudekirche geht der LKW an das Struchele, die Klappe geht hinten auf und alle Legosteine fallen raus. Alles im Kopf, ne? Legosteine, alle. Das ist der blaue Funk am See. Muss der ausstehen, alle Legosteine wieder von Hand in den LKW hinein, ne? Mit die Kladde wieder zu und fährt weg. Genau einen Legostein lässt er liegen. Eine. Gut, hat er nicht verstanden. Ja, so geht mir das öfters bei der Prinzengarde, wenn ich da bin. Ja, beim Schlesiertreffen Kölns, wie ich immer so freundlich sage. Mal eine andere Geschichte. Pass auf, ein Mann, der ist müde, der ist kaputt. Und der hat keine Lust. Irgendwie, der geht zum Arzt. Zum Aldermat geht er zum Professor Dr. Weber. Sitzt dann da. Doktor, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keinen Hunger. Ich habe keine Durst. Was soll ich noch machen? Der sagt der Arzt, kein Problem. Du gehst jetzt in das Spital, die kriegen das in den Griff. Nee, eine Krankenhaus, möchte ich nicht. Ja, dann, ich habe eine andere Idee. Ne? Was hast du denn genau? Ja, keine Hunger, mir keine Durst, mir keine Lust, weiß ich, was ich mache. Also, ist ganz einfach. Du gehst jetzt mal an Friedas, mitten in der Session, du gehst jetzt in das Maritim, das sind die Grieläscher. Kölsche Sitzung, da setzt du dich in die erste Reihe, da könnte eine Büttenredner. Denn wenn du der hörst, da hast du wieder Lust, du hast Spaß, das ist der beste Büttenredner Kölns, das ist der Blötschkopf. Da sagt der Patient zum Arzt, aber ich bin doch der Blötschkopf. Und davon, oh, so tragisch. Obwohl, das ist Komödie, das ist der Humor. Aber probieren wir jetzt anders. Nehmen wir eine Rodefunk. Eine richtige klassische Rodefunk mit so einem Schnöre, mir sehe ich, 80 Kilo und dann das andere Bein. Weißt du? Eine Rodefunk. Ne? In den 60er Jahren will der so eine Ausflugsreise machen. Da fährt er vom Hauptbahnhof bis nach Remagen, die alte Brücke. Ob die noch jetzt wirklich da ist oder ob die fort ist, will er gucken. Ja. Das ist ja auch das Heimatmuseum. Und damit er richtig was genießen kann, Köfer vorher am Neumarkt beim Pfeifenheinrich so eine Gesäßtorpedo. So ein Zigar, weißt du? Da will die dann schmuren im Abteil. Weißt du? Da dürfen wir. In den 60er Jahren durfst du ja noch rauchen. Du darfst ja nur noch dampfen. Dampfen. Ne? Das ist hey, der Lötkolben lutschen. Kennst du, dampfen, ne? Hast du für eine neue Papst für die Welt, so viel Qualm ist das. Das ist real. Jetzt setzt sich in der Abteilerin, wenn sich die Zigar grad an, kürzere Müttercherin, so ein Kölsch-Mädchen. So, weißt du, so ein Kölsch, ne? So ein Kölsch-Frau-Mensch, so, weißt du, Haar ob der Zeng und die noch gegen den Strich gekämmt, weißt du, so. Mit einem Stimmchen für eine Teller Zupkerl zu blasen, weißt du, so. Und das hat dann so eine Honk am Arm, so ein Hörgerad, so, ne? Jetzt setzt sie sich da hin und sagt dann zu dem Modefunk, also wenn Sie sich die Zigarre anmachen, dann schmiss ich die aus dem Fenster raus. Das stört mich, von wegen dem Tabaksqualm. Da sagt der Modefunk, wenn Sie das tun, Mädchen, da schmiss ich Ihre Honk hinterher. Ja, der mäht sich die Flöp an. Der qualmt irgendwie. Die Frau nimmt die Zigarre, schmiss die aus dem fahrenden Zug raus. Dann nimmt sich der Rudefunk Funk der Honk und schmiss den hinterher. Jetzt gucken die sich eine halbe Stunde an in dem Abteil, bis sie in Remagen sind. Jetzt kommen die auf dem Gleis in Remagen an, beide mit so einer Anaconda im Gesicht, weißt du, so. Ob einmal könnte der Honk angelaufen über das Gleis. Du glaubst jetzt nicht, was der in seiner Schnauze hat. Der Legostein. Geschichte. Das ist das, was damit geht. Du musst was zum Interpretieren geben. Und das ist genauso, ist eine Story zu erzählen. Ein Krätzchen nennt man dann in Geschichte, ist genauso, als wenn du ein Lied singst. Genauso wie das nun folgende Lied. Zum Schluss, was gibt es Besseres an so einem Tag wie Höck, wie Kope für den Nubbel verbrannt weht. Ein Lied von Fritz Weber, einer meiner Lieblingskomponisten. Von dem es unter anderem 1900 Jahre steht und Sköll am Regen. Ein Lied, das die Endlichkeit mit der Unendlichkeit verbindet, wie kaum ein Lied zuvor. 1900 Jahre
Weißt du nicht, liebe Kerl, 1900 Jahre weht nur Tünnes und Schäl. Soll man sich immer so merken, vor allem, weil das neue Motto für nächstes Jahr ist, alles hat sin Zick. Ja, alles hat sin Zick. Alles hat sin Zick, auch für uns Kölsche oder Pullem oder mein Gott. So ja, für die Naturvölker, Bornheim. Ja, ne, das ist, Sie alle kennen das Lied. Ich glaube, emotionaler jedes nicht. Als kleine Fetz hab ich mich ins Verlaufen. Ich glaub, ich wollt mir nur ein Rahmkamelchen kaufen. Ich fand meine Straße nicht mehr. Ja, das war schwer. Der Schutzmann fragte mich, Herr Jung, wo gehst du her? Ich kriegte Angst, mich beim Schlawitschen. Im Jäh sah ich mich schon direkt am Mann im Kitchen. Doch spürte ich ganz genau, meinet Job mit mir. Ich sah ihm dann treu herzlich ob mein Ehr. Ich bin ein Kölscher Jung, was willst du machen? Ich bin ein Kölscher Jung und ungen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen, ich kölle Allah. Dran raden, ich lass niederkommen sangen. Lach doch im Leben nur, du musst dich noch fangen. Denn wenn du nicht mir lachst, das ist verkehrt. Sing doch ob den Mutterspruch, ob Kölschelied. Sing so wie ich, du brauchst dich nicht zu schammen. Oh, lässt du große Furcht, dann singen wir zusammen. Denn wenn du eines Tages im Himmelsböttchen stehst, dann sagt ihm Petrus heimlich, still und leer. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen, ich kölle Allah. Madet Jod, Ajuja zusammen. Ja, ihr Jecken, was gibt es schöner, als einen solchen Überraschungsgast hier präsentieren zu dürfen? Und wir machen jetzt das, was wir bis jetzt noch gar nicht gemacht haben, denn ohne Publikum fehlt ein bisschen was. Aber wir bedanken uns bei JP Weber mit dem dreifachkräftigen Pullem, JP Weber, Livestream. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und nächstes Jahr auf der Bühne wieder. Ja. In alter Manier. Herzlichen Dank, JP Weber. Ja, ihr Jecken, die KG ist eine Familiengesellschaft. Und wir sind stolz darauf, einen Kadettenchor zu haben mit über 65 tanzenden, aktiven Kindern. Aber eine Jugendabteilung trifft natürlich eine Kontaktbeschränkung und einen Lockdown auch recht hart. Die Kinder trainieren normalerweise mindestens einmal in der Woche in verschiedenen Knubbeln, so wie das bei uns heißt. Aber das war diese Session so gut wie nicht möglich. Und entsprechende
Sorgen und Probleme hatte natürlich auch der Jugendstab unter Leitung von Susanne Miebach, das Schmülzchen zusammenzuhalten. Was die normalerweise machen, wenn sie eine normale Session haben, das könnt ihr jetzt sehen. Unsere Kadetten vom Ahlen her. Komm
Hallo ihr da draußen oder besser gesagt, ihr da drin. Wir haben tausende Einrichtungsideen und unsere 50.000 Quadratmeter sind natürlich für euch geöffnet. Digital und vollkommen sicher. Ab sofort könnt ihr euch um die Dinge kümmern, die euch wichtig sind. Ganz gemütlich von zu Hause aus und in aller Ruhe. Zum Beispiel könnt ihr euch an unsere erfahrenen Küchenberater wenden. Die beraten euch dann per Videocall und planen zusammen mit euch eure Traumküche 2021. Inklusive 3D-Visualisierungen und Echtzeitberatung per Kamera. Oder träumt ihr vielleicht schon lange von einem neuen Sofa? Dann fragt unsere Polstermöbelberater per Telefon, E-Mail oder per Chat. Das könnt ihr super lässig noch vom alten Sofa aus machen. Und das Neue wird euch dann ganz bequem unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, versteht sich, zu euch nach Hause geliefert. Und natürlich wie immer zum Segmüller Tiefpreis. Unsere Türen bleiben zwar geschlossen, aber unsere Herzen und Ohren sind offen für eure Wohnwünsche und Einrichtungsträume. Auf ein besseres 2021. Schreibt uns E-Mails, chattet mit uns oder ruft uns einfach an. Natürlich könnt ihr uns auch online besuchen. Wir sind für euch da. Ja, Liv Jecke, da sind wir wieder. Das waren unsere Kadetten mit einer normalen Session. Und jetzt haben wir ein paar Bilder noch vorbereitet, die wir gerne abspielen können. Und ich würde sie gerne live kommentieren. Denn wenn man den Pens die Uniform anzieht, dann sind das andere Kinder. Dann sind das Kinder, die eine frische Duracell drinnen haben. Und eine Jugendleitung denkt sich immer was aus, die Pens bei Laune zu halten und ihnen wenigstens mal die Möglichkeit zu geben, die Uniform anzuziehen und damit rauszugehen. Und so hat es unsere Jugendleitung jetzt auch gemacht. Sie haben an unserer Wagenbauhalle, an unserem Trainingszentrum einen Drive-In eingerichtet für die Pens und haben sie mit Kamellen und mit den Dingen versorgt, dass sie ein bisschen normalen Karneval hatten. Unsere Pens, danke in dem Zusammenhang an unsere Jugendabteilung. Und wo ich einmal Danke sage, darf ich mich doch auch bei dem Schmal bedanken, der hier zwischendurch immer durch unser Bild läuft. Unser Gastgeber und Senatspräsident Harald Müller. Lieber Harald, vielen Dank für deine Bewirtung. Ja, frische Gläser sind da. Dann hätte ich doch auch gerne mal frische Informationen. Was macht denn unser Spendenkonto? Das läuft richtig super. Also vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Wir haben mittlerweile knapp 900 Euro. Korrekt, ja. 900 Euro sind schon zusammengekommen für Hand in Hand. Unter anderem die Familie Konradi mit 100 Euro, die Familie Struzina mit 111 Euro. Also so kommen die 900 Euro zusammen. An der Stelle möchte ich jetzt gerade mal die Gelegenheit nutzen. Ich stehe ja hier auch als Ratspräsident und der Große Rat möchte auch an Hand in Hand 222,22 Euro spenden. Ja, macht weiter mit den WhatsApp-Meldungen. Auch das funktioniert super. Wir kriegen ganz viele Meldungen hier rein. Wir kriegen Fotos, da zeigen wir auch gleich. Da sehen wir schon die Familie Struzina. Das ist ja mehr oder weniger live, also jetzt eben gesendet. Da ist der Tim, also das ist der Lebensgefährte von unserer Prinzin. Ja, dem scheint es auch gut zu gehen. Ich denke mal, da ist die Claudia Tendijk, die von den Jecken Müs ist und im Übrigen auch 50 Euro gespendet hat. Also vielen Dank, das läuft klasse. Danke sehr. Ja, herzlichen Dank dafür. Es geht weiter im Programm. Später kommen noch Martin Schops, ich habe es euch gesagt, es kommen noch die Rabauer, es kommen die Höhner. Und es ist für mich immer wie das Salz in der Suppe, wenn wir Redner haben. Redner wie in J.P. Weber, aber auch Redner, die nicht ganz so bekannt sind, aber es macht wahnsinnig Spaß, ihnen zuzuhören. Wenn man sich ein Ehepaar vorstellt, welches gemeinsam auf die Bühne geht, aus dem Alltag, aus dem Leben berichtet, dann macht das alles auch noch richtig Spaß. Wir freuen uns gleich über Lydia und Rolf Goliasch als die Bickendörfer Knallköpf. Danach geht es weiter mit Kölscher Mundart, gepaart mit Reggae-Beats
und einer Prise Rock'n'Roll obendrauf. Das Ganze nennt sich dann Gravum. Bis später. Viel Spaß. Hallo, Tag zusammen. Ich bin die Lydia. Und ich bin der Rolf. Zusammen sind wir der Bickendorfer Knallköp. Heul doch. Und wir erzählen euch einen herrlichen Blödsinn als ganz verrücktes Ehepaar. Ja. Was lachst du denn jetzt so? Muss ich, wenn ich dich sehe, muss ich immer lachen. Und mit dem Schmülzchen drumherum, ne? Aber Rolf, davon abgesehen, ich muss dir jetzt sagen, ne? Was hast du da? Ich han ja vielleicht Zoo genommen. Du hast Zoo genommen? Ho, hör auf. Nee, hey, pass auf, ich bin jetzt ins ehrlich, ne? Ja, ich han des Tag splitterfasernackt für den Spiegel gestanden. War da so Möbel all aushalten müssen, ne? Im Moment mal. Jetzt bin ich schon ehrlich. Aber Rolf, jetzt ohne Blödsinn. Ich han mich dann von Bove bis Unge belurt. Ja, und dann? Oh, hast du gedacht, Lydia. Ja, was ist dann? So kann das aber auch nicht, Wiegerjon. Ja, was meinst du Ja, dann? Rolf, der Busen. Ja. Das geht schon wieder so. Wieso? Wo so? Die Erdanziehungskraft. Ja, was ist dann damit? Du, wenn das wieder so geht, Rolf, dann kann ich aber die Mammographie und die Fußpflege in einem Abwasch machen. Lydia. Ja. Marzipankartoffelchen. Mein Salatschneckchen. Och. Komm ins Butter bei den Fisch jetzt. Wie viele Kilos hast du da jetzt? Och, das sag ich dir jetzt nicht. Komm, die ersten 3 Zahlen. Ist es jetzt gut? Ich mach doch schon eine Diät. Als wieder ein. Ja, ich hab mich doch informiert. Du hast dich informiert? Ja, dat. Ich war im Reformhaus. Oh, das war im Reformhaus, du Leben, Hey, ja. wollte ich mir doch jetzt Diätfutter kaufen? Ja, und ne? dann? Sagt die Verkäuferin für mich, machen Sie sich nicht so eine Kopf über die Abnehmerei. Nee. Gibt ja gute Fette und schlechte Fette. Ja, Lydia, du bist eine gute Fette. Heul doch. Ist es jetzt gut? Kann nicht gut genug sein. Ich habe noch schon 5 Pfund verloren. Moment mal, ich glaube, ich habe 3 wiedergefunden. Sag, erzähl mir Levens, was gestern Abend mit dir los war. Was ist denn mit dir los? Ich weiß ja nicht, was du meinst. Rolf, im Haierbettchen. Ja, was war dann da? Überall hast du mich gestreichelt. Ich hab dich gestreichelt. Über die Beine bist du mir gegangen. Über die Beine? Über die Rücken. Warum über die Rücken? Meine Arme. Du Der lebst. Bauch. Ich war ganz wuschig. Was war los? Ich hab die Fernbedienung gesucht. Ist es dann jetzt gut? Doch uns kann das Sinn, dass unser Liebesleben ein bisschen jetzt geschlafen ist. Was meinst du jetzt damit? Nimmen's Viagra. Bist du bekloppt? Da kostet ein Tablett 30 Euro. 60 Euro im Jahr. Nee. Ja, wir haben ja schon Smoke im Schlafzimmer. Ja, Ne? was meinst du dann jetzt damit? Hör mal auf, Rolf. Dicke Luft und keine Verkehr. Ja, ist doch wahr. Kannst du mir sagen, wo die Potenz geblieben ist? Das musst du doch wissen. Du rühmst doch alles weg. Sag. Naja, sagen Sie so, Rolf, jetzt sind wir uns einmal beieinander, ne? Ich musste ja jetzt ein Geständnis machen, ne? Ja, was hast du dann? Ja, ob du das glaubst oder nicht, ich bin da fremd gegangen. Ach du Leben, ja. Wenn wir schon dabei sind, da kann ich meine Fehler ja auch eingestehen. Ich bin da auch fremd gegangen. Du? Ja. April. Ich im Februar. Sag, du kleine Barackerdagel, ist es dann wahr? Heul doch. Nee. Ich habe dir schon immer angedroht, Kerlchen. Eines schönen Tages verlass ich dich. Aber heute ist doch eine schöne Tag.
Mein Name ist Jürgen Bürger. Wir freuen uns als GVG, dass wir dieses Jahr bei der Premiere der ersten Karnevalssitzung online der KG Alle Herren dabei sein dürfen. Und grüßen euch mit einem Pullheim Alaf. Nächstes Jahr gibt es dann wieder Wurfmaterial und Kamelle für die Pullheimer Jecke. Wir freuen uns drauf. Wenn es mich trifft, dann mit Kragen. Ah, die Juliette! Mooie Frau, het Glas sei voll, wir sind radardoll. Die Musik läuft die ganze Nacht. Ich läch mich an mit meinen Oberschaft. Du nicht, wir fahren in die Stadt. Du nicht, ob der Frieseplatz. Mayon af, und mache jetzt Nicht lang mit mir Sinn, die Schönheit hier vom Ring. Ja, du bringst mir Herz zum Singen, hier im Sonnenschein. Haben nicht lang mit mir Sinn, mir Mädchen hier vom Ring. Gib mir den Handen, tanz mit mir ein Leben lang. Komm, tanz mit mir ein Leben lang. Keine Kütt, an uns zwei ran, machst du so mit, den Kürbis an, nimm Flöckchen hoch, das Glas hier leert, die Deutsche Bahn, die Kütt auch rätsel spät. Du nicht, wir fahren nicht nur Hus, du nicht, wir trinken bis zum Schluss, Mayon af, und mache jetzt Nicht lang mit mir Sinn, die Schönheit hier vom Ring. Ja, du bringst mir Herz zum Singen, hier im Sonnenschein. Hab nicht lang mit mir Sinn, mir Mädchen hier vom Ring. Gib mir den Handen, tanz mit mir ein Leben lang. Stoß mit mir über das Leben an. An. Der Rest der Welt ist trivial. Wir warten nicht bis irgendwann. Stöße auf das Leben an. Dass wir uns hier gefunden haben. Komm dann für mich. Wird gut. Ja, liebes Festkomitee, liebe Karnevalsjacke von nah und fern, liebe Pullheimerinnen, Pullheimer, ich bin gebeten worden, ein Grußwort zu sprechen, heute für den Falschen Dienstag. Ja, das weckt Erinnerungen an letztes Jahr, Falschen Dienstag, wo wir das erste Mal, glaube ich, zumindest so in meiner Wahrnehmung,
in Pulheim, wir Stommler in Pulheim, uns im Pulheimer Fastelavondzug, im Falschen Dienstagszug präsentieren durften. Das war eine ganz tolle Sache. Hier nochmal herzlichen Dank an die KG Alhere, an deren Spitze, deren lieber Präsident Norbert Rode. Dafür noch uns herzlichen Dank. Und ja, in diesem Jahr ist alles anders. Wir haben Sitzungen ausfallen lassen müssen, unsere Veranstaltungen haben nicht stattgefunden. Trotzdem bin ich total optimistisch, dass es in diesem Jahr eine Verbesserung der Situation geben wird und wir alle gemeinsam wieder feiern dürfen, feiern können, spät im November, und dass wir dann auch alle wieder zusammenkommen können. Wir Pulheimer, egal woher, es war einmal ein Motto, mit euch zusammen, egal woher, fielen wir Stommler Faste leer und dann fielen wir Pulheimer Faste leer in allen Stadtteilen, und dann ist auch Stommeln wieder dabei. Herzliche Grüße aus Stommeln, aus dem wunderschönen Mühlenort, an alle Fastelavondzirke, groß und klein, mit einem herzlichen Stommler Bure, Müll ob und Pullem Alaf. Bis demnächst. Ihr Stommler Bure. Ja, Lievjecke, nicht umsonst kamen die Grußworte von HP Hasche aus Stommeln hinter Krawum, denn beide kommen aus Stommeln. Wo wir bei Stommeln nochmal sind. Ihr müsst wirklich aufpassen, ihr Stommler, die jetzt zugucken, merkt euch das bitte. Letztes Jahr ist bei euch der Zug ausgefallen wegen Sturm. Dieses Jahr wegen Corona. Passt auf das nächste Jahr auf. Jeder Rheinländer weiß, alles, was dreimal hintereinander passiert, ist Tradition. Also wir möchten euch auch gerne wieder besuchen kommen. Deshalb wollen wir mal alle die Daumen drücken, dass wir nächstes Jahr in allen Ortsteilen wieder ganz normale Züge haben. Ja, hier geht es jetzt weiter in unserem Programm mit einer Mischung aus Tanz und Musik. Wir haben die Kadetten eben gesehen, wir haben aber auch die Stadtgarde, geleitet vom Kommandanten Patrick Schött. Und die haben natürlich genau das gleiche Problem. 45 Tänzer können mehr oder weniger trainieren. Teilweise haben sie im Nordpark trainiert, im Freien. Normalerweise haben sie Auftritte in ganz NRW. Jetzt sehen wir sie nur ein bisschen im World Wide Web. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, mich mal bei unseren Unterstützern zu bedanken. Stellvertretend kommt gleich ein Einspieler nochmal von der Volksbank, die auch immer ein offenes Wort für uns als Gesellschaft hat. Musikalisch geht es danach nahtlos weiter mit Schmitz Marie, und jetzt hat erstmal das Wort der Kommandant der Stadtgarde, Patrick Schött. Alhere Familie, Lev Jecke. Hier stehe ich vor euch, der Kommandant der Stadtgarde der großen Pulheimer Karnevalsgesellschaft Alhere von 1927 e.V. Ich freue mich sehr, heute meine Mädels und Jungs wenigstens einmal in dieser verrückten Session ansagen zu dürfen. Stadtgarde, stellt euch up und Jade, Tanz! der Welt noch ein Mädchen, da steckt von klein an in uns drin. Nehmen nicht überall mit hin, ein Stück von Kölle am Ring. Da hätte die Welt noch ein Mädchen, da steckt von klein an in uns drin. Nehmen nicht überall mit hin, ein Stück von Kölle am Ring. Da hätte die Welt noch ein Mädchen, da steckt von klein an in uns drin. Weil auch ein Leben daran bringt, ein Stück vom Herz blieb hier am Ring. Wird fordert denn früher ein super eine Zehn mit Tränen in der Augen, nur ich manchmal zurück in die Schöne auf der Rolle. Alles so doll, doch ich merke, wie sie steht, wo der Ende ist weg. Fordert früher ein super eine Zehn mit Tränen in der Augen, nur ich manchmal zurück in die Schöne
Ja, das war Heimat von der Stadtgarde. Wir wünschen dem Dreigestirn auch in meine schöne Heimat hier in der Malzmühle. Wir kommen gerne ab und an mal vorbei, auch ein Stückchen was zu trinken. Und sie sind ein bisschen frisch, deswegen machen wir, glaube ich, direkt weiter. Stellt euch bitte auf zum Potpourri. Stollein parat. Jade, pass auf. Jade, Tanz. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Am Beckendorfer Bühnchen, da läuft der Jungs im Brünnchen, da ist bei innen im Tütchen, da kleine Leckverschlüchen und abends dann am Bühnchen, verzählt er aus dem Tütchen, der Lisbeth mit dem Schnürchen, wie schön ihr Bühnchen hör ich an der Milowitsch gesungen, der Stund in Köln auf der Bühne, und brach mich an zu dem Versungen, mit dem Lied vom Kölsche Jungen. Ich an der Milowitsch gesungen, der Stund in Köln auf der Bühne, und brach mich an zu zum Versungen, mit dem Lied vom Kölsche Jungen. Mit dem Lied vom Kölsche Jungen. Vergiss mich nicht, Liebchen, ich will nur dich. Liebchen, lass mich nicht allein im Regen stehen. Ohne dich ist das alles doch nur halb so schön. Liebchen, vergiss mich nicht, Liebchen, ich will nur dich. Liebchen, lass mich nicht allein im Regen stehen. Ohne dich ist das alles doch nur halb so schön. Liebchen, vergiss mich nicht, Liebchen, ich will nur dich. Liebchen, lass mich nicht allein im Regen stehen. Ohne dich ist das alles doch nur halb so schön. Mensch, was los, Heinzbert? Boah, das ist dann nicht traurig, Mensch. Der Russe wird jetzt ein Zug hier mit 2 Sitzsäßen am Erdwege. Nix los. Ja, da ist recht. Ich sitze auch nebenan und ich denke die ganze Zeit, mein Gott, was war das letztes Jahr doch schön. Und mit dem Zug log und man die Kamelle gefangen an, ne, wo sie alle ganz noch dabei waren. Geht alles nicht im Moment. Ja, lass es einfach. Ja, du Lege, so geht das nicht. Der Norbert, der war bei uns, der hat gesagt, hören Sie zwei, die sind immer so ernst. Ihr müsst einen Clown machen, ein bisschen raushängen lassen. Das könnte man natürlich machen. Ja, komm, weißt du was? Komm uns mit, ich habe Geld für dich. Okay. Und Frank, was ist dazu? Ja, viel besser. Da fühlt man sich direkt befreit. So kann man fast laufen führen. Siehst du, so kann man einen Zug mitgehen, so kann man eine Sitzung führen. Und in dem Sinne wünschen wir alle Polemer Karnevalsjäcke, trotz der Pandemie, trotz der Pappnas, ob der Maske, alles Jode. Madisch hat Freude, auch wenn es zu Hause ist. Wird gesund, Lot, das Ding Wigge, was die hier machen vom Aale her, das ist eine ganz super Sache. Wir sind auch ein Stückchen davon. Wir wünschen euch für die Fastelavond viel Freude und macht euch ein Fläsch Bier ab, eine Wing auf der Tisch und dann jeder los. Und vor allen Dingen, bleibt alle gesund, eure Volksbank.
Et Schmitz-Marie war Menge schwach. Ja, und ich städet Frage, ob et je mit in et Kino kommt. Et gäf ne Liebesfilm, doch et Marie muss ganz genau, worum et je. Ja, wenn et Legios ging im Rock, hatte mir schnell gestorben. All die Mädchen und die Jungs saßen Laben in uns Schlungen, hingen in der letzten Reihe. Und wenn dann jeder singe Mädchen und ihre fiese Blüschen ging, dann hatte mir auch schnell kapiert, was es noch im Level ging. Außer Fußball und Karl-May. Doch et Marie seid leider nicht. Und wie durch Zufall kommt Lisbeth vorbei. Das war nicht ja ne Schuss, ob der man fliehen muss. Doch wenn es dunkel wird, sind alle Mädchen schön. Ja, wenn es Legios ging im Rosten, hatte man schnelle Käse stunden. All die Mädchen und die Jungen saßen aber eng und schlungen, hingen in der letzten Reihe. Und wenn dann jeder singe Mädchen um ihre fiese Blüschen ging, dann hatte mir schnell kapiert, was es noch ein Level ging. Außer Fußball und Karl-May. Aber irgendwann ging im Roxy dann et Licht für immer aus. Unser Maten dann, wie überall, ne Supermarkt dort raus. Mein Einkauf mach ich hüt mit dem Licht. Und in dem Laden, wo der Supermarkt ist, steht et Mariechen rum, das ist et Verkäuferin. An der Wohnsteg, ganz enge durch in der letzten Reihe. Ja, wenn et Legios ging im Rost, hatte mir schnelle Käse gestochen. All die Mädchen und die Jungen saßen Laube in uns Schlungen, hingen in der letzten Reihe. Und wenn dann jeder singe Mädchen um ihre fiese Blüschen ging, dann hatten wir uns schnell kapiert, wann es noch ein Level ging. Außer Fußball und Karl-May. Und Messing in der Sakristei. Menschen nicht ne Stelle, was war das für Nacht? Was hat das lecker Männchen nur mit mir im Markabenes? Ist nix für den Jungen. Die Stücke mit Klamotten, verdammt, wo sind mit Flocken? Pralinchen auf dem Kissen, jetzt brauch mich nie wissen, wo bin ich? Ja, wo ist denn der Jung? Ich sag mir nie mehr Alkohol. Hast du bloß mit mir gemacht? Ich hätte der Teufel angelacht. Ich kann den Nas von dir jetzt voll. Ich stürme nie mehr wieder bis zum nächsten Morgen. Jetzt schon stehen in Hamburg für morgens auf der Straße. Da kann doch schon ne Schutz. Ja, was ist dir denn los? Ich friere. Zu kalt für der Jung. Der ist doch noch so freundlich und fragt mich bis
zu dir. Schatz, es ist nicht, wie es aussieht. Ich kann dir das erklären. Dort knallen. Zu spät für den Jungs. Ich sag mir nie der Alte. Hey, was hast du bloß mit mir gemacht? Ich hätte Dübel angelacht. Ich kann danach von dir jetzt wollen. Ich stumme nie wieder bis zum nächsten Mal. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. 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 Man hat mir tausendmal gesagt. Doch das hat leider nichts gebracht. Hey, was hast du bloß mit mir gemacht? Mich hat der Teufel angelacht. Ich kann danach von dir jetzt von. Ich stumme nie wieder bis zum nächsten. Hey, was hast du bloß mit mir gemacht? Mich hat der Teufel angelacht. Ich kann danach von dir jetzt von. So, da sind wir wieder, live in unserem Studio hier im Wirtshaus am Marktplatz. Und ich darf nochmal den Blick nach drüben zu euch jetzt im Moment reinwenden. Was machen denn die Spenden? Ja, wir dürfen uns bedanken bei 111 € beim Team der Volksbank Erft rund um Regionalleiter Frank Pesch, der entgegen aller Gerüchte in Pulheim bleibt. Grüße Frank. Und der Familie Norbert und Elke Gräfrath für 300 €. Ja, und ich darf es noch ergänzen um 50 € von Lotte Pelzer, 150 € von dem Veranstaltungsservice Uwe Schnorrenberg und wir haben sogar eine Auslandsüberweisung zu erwarten, die kommt nämlich von den Stommeler Bure, 111 €. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke. Aber was genau hinter Hand in Hand steckt, das werden wir jetzt gleich erfahren. Wir haben einen Beitrag dazu gedreht und wo wir bei dem Thema Beiträge drehen sind, da gilt unser Dank natürlich Pulheim TV, insbesondere in der Person von Günni Müller. Unermüdlich ist er wirklich mit seiner Kamera überall dorthin gefahren, wo jemand gesagt hat, wir spenden was, wir möchten euch etwas Gutes tun, wir möchten ein paar Beiträge bringen. Und ich selbst kann nur sagen, ich bin stolz, dass ich auch vor seiner Kamera stehen durfte. Denn viele werden ihn noch kennen. Er ist der Kameramann seiner Zeit immer gewesen, von Jürgen von der Lippe. Günni, vielen Dank für deinen Einsatz. Gerne. Ja, wir haben eine weitere Gruppierung in unserem Verein, die jährlich musikalische und tänzerische Höchstleistungen verbringt. Sie sind sehr gern gesehene Gäste in allen Brauhäusern und Schnapsbrennereien. In der Reihenfolge stellt unser Präses jetzt erstmal Hand in Hand kurz vor und dann kommt der Vedelszug vom Aalen her. Viel Spaß! Ja, meine Damen und Herren, wir stehen hier am Hand-in-Hand-Haus und ich sage Ihnen auch, warum. Bei der KG Alhere fallen alle Veranstaltungen in dieser Jahre aus und bei Hand in Hand zum zweiten Mal. Im vorigen Jahr
fiel die Sitzung aus wegen eines Sturms, in diesem Jahr wegen Corona. Und so hat sich die Aalheere entschlossen, beim Livestream am falschen Dienstag zu einer Spendenaktion für Hand in Hand aufzurufen. Und ich darf jetzt mal die Frau Jänichen vorstellen. Das ist die Schwiegertochter von Horst Krieger und sie führen die Arbeit hier fort. Und sie wird uns jetzt mal erklären, wofür Hand in Hand denn steht. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christiane Jänichen und genau, ich leite das Familienzentrum Hand in Hand und wir sind eine mittlerweile 6-gruppige Kita. Das heißt, wir betreuen Kinder von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Zudem sind wir eben auch ein Verein zur Behindertenhilfe. Das heißt, wir versuchen bedürfnisorientiert den Menschen in allen Lebenslagen Hilfestellungen zu leisten. Und wie der Herr Rode schon gesagt hat, ist leider bereits zum 2. Mal unsere Karnevalssitzung ausgefallen. Das ist besonders schlimm für unsere Theatergruppe, die uns immer ganz, ganz toll unter der Leitung von Lotte Pelzer unterstützt. Und ihre Spende würde eben genau in unser neues und erweitertes Außengelände fließen, auf das wir uns schon sehr, sehr freuen und was wir hoffentlich im Frühjahr dann für Jung und Alt eröffnen können. Ja, meine Damen und Herren, Sie können ja jetzt auch sehen, welche Fläche hier noch instand zu setzen ist, beziehungsweise für die Kinder ein geeigneter Spielplatz zu schaffen ist. Und wir hoffen, dass Sie uns tatkräftig und diese Aktion unterstützen und freuen uns auf das Endergebnis, was wir Ihnen natürlich mitteilen werden. Und Ihnen wünsche ich trotz der etwas trüben Zeit ein paar schöne Tage noch und vielleicht können Sie mit den Kindern ja ein wenig Fastelovend feiern. Das werden wir auf jeden Fall machen und auch Ihnen wünsche ich alles Gute und natürlich Ihnen auch. Du bist wie Quelle, du bist wie Heimat. Nie ist woanders hin, nur hier hör ich hin. Ja, so wird immer sein. Du bist wie Quelle, du bist wie Heimat. Nie ist woanders hin, nur hier hör ich hin. Ja, so wird immer sein. Bin hier geboren, wie jetzt verloren. Die Stadt am Rhein steckt in mir drin. Nie, nicht woanders hin, nur hier hör ich hin. Bin hier geboren, wie jetzt verloren. Die Stadt am Rhein steckt in mir drin. Nie, nicht woanders hin, nur hier hör ich hin. Nie, nicht woanders hin. Nie, nicht woanders hin. Nie, nicht woanders hin. Nur hier hör ich hin. Nie, nicht woanders hin. Nie, nicht woanders hin. Nie, nicht woanders hin. Nur hier hör ich hin. Bin hier geboren, wie jetzt verloren. Die Stadt am Rhein steckt in mir drin. Nie, nicht woanders hin. Nur hier hör ich hin. Bin hier geboren, wie jetzt verloren. Die Stadt am Rhein steckt in mir drin. Nie, nicht woanders hin. Nur hier hör ich hin.
Ja, Lev Jecke, liebe Zuschauer, da sind wir natürlich wieder live vor euch. Bei der Gelegenheit möchte ich doch auch noch mal einen Aufruf loswerden. Die KG Alhere ist natürlich kein geschlossener Verein oder keine geschlossene Gesellschaft. Neue Mitglieder, egal für welche Gruppen, und auch ein Fädelszug, den ihr gerade gesehen habt, ist eigentlich nicht so schlimm, wie die Anmutung da ist. Ich bin selbst damit von der Partie. Aber die KG ist für neue Mitglieder natürlich immer offen. Meldet euch bei uns. Wir gucken gerne, in welche Abteilung ihr reinpassen könntet. An der Stelle möchte ich aber auch ein Dankeschön loswerden an unsere Stadt Pulheim, an den Bürgermeister bzw. an die gesamte Stadtverwaltung. Wir brauchen immer wieder deren Unterstützung, so auch für den heutigen Tag. Wir hatten die Genehmigung, das hier heute so zu veranstalten, wie es gemacht wird, unter allen Corona-Auflagen, deshalb auch alle mit negativen, ganz frischen Corona-Tests hier vor euch im Studio. Aber wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung bei Anträgen, wir brauchen auch immer mal das ein oder andere Entgegenkommen. So ist es bei Vereinen, nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen. Es lag das Open Air vor uns, was wir um ein Jahr verschieben mussten, von diesem Jahr August auf nächstes Jahr, aber da kommen wir noch zu. Und deshalb möchte ich auf diesem Wege ganz kurz überleiten auch zu den Grußworten unseres Bürgermeisters. Gefolgt wird das Ganze wieder von Musik, und zwar wieder einem Pulheimer Eigengewächs. Hier vom Geschwister-Scholl-Gymnasium stammen sie. Freut euch mit mir auf den Bürgermeister und Alois. Ja, liebe Pulheimerinnen und Pulheimer, Lev Jeckinnen und Jecke, heute geht eine Session zu Ende, wie wir sie wohl alle noch nicht erlebt haben. Es gab keine Karnevalssitzungen, es gab keinen Karnevalszug, es gab keinen Bürgermeisterempfang und es gab auch keine Dreigestirne. Das ist äußerst bedauerlich und ich glaube, uns allen fehlt gerade an einem Tag wie heute etwas. Ja, heute wäre es auch so, dass hier in unserem Köstersaal, da würde jetzt nach dem Veilchen-Dienstagszug der Kehrausball stattfinden. Es wären ganz, ganz viele Menschen hier, Kostümierte, die Spaß an der Freude haben. Aber in diesem Jahr findet das eben nicht statt. Aber es ist meines Erachtens richtig, denn Gesundheit geht vor. Meine Hoffnung aber ist, dass wir eine tolle Session 2021/22 erleben und schon bald hier auch uns wieder treffen zur Proklamationssitzung, die vorgesehen ist für den 20.11.2021. Und ich hoffe, dass ich dann auch wieder über einen vernünftigen Haarschnitt verfüge. Und insoweit sage ich an dieser Stelle ein stilles Pulem Alaf. Lev Fastelovensjecke. Wir Clowns hier beim Blumenbohn wünschen euch viel Spaß bei der Fastelovenssitzung von der KG Alhere. Hallo KG Alhere, wir sind Alois! Wir sind unendlich froh, heute hier bei euch spielen zu dürfen, in unserer Heimatstadt Pulheim. Und ja, wenn ihr Bock habt, macht die Hände frei, singt mit uns, klatscht mit uns. Und jetzt viel Spaß mit dem Tanzmariechen! Ungeduldig, elegant, reichst du mir Dinge Hand. Keine Plan, wie das geht. Die Musik lautet, knallt der Beat. Kleiner Raum, der Wellen flieht. Ich kenne ihr Lied, noch nie so ganz. Und plötzlich stehst du für mir und dann. Ja, damals, der Moment voll Ekstase, ich war hin und weg vor genau dem Tag, der mich unbeschreiblich vergisst, begreifen lässt. Dann dumme Tanzmarische Welt. Menge Blick den Rahmen verlegt.
dans Marienchen. Dinger Crew unterwegs, merkst wie flüchtet sich verjährt. Selber Ort und selber Spiel. Unsere Gläser niemals leer, Brüste bliebe fell uns schwer. Doch einmal kürt das Lied, bei dem ich immer dran denke wird. Ja, damals, der Moment von Ekstase, ich war hin und weg von genau dem Tag, dem ich unbeschreiblich geht's begreiflos. Du mit Tanz Mariechen bist, der Blick den Raum verlegt. Tanz Mariechen bist. Come on, Mathieu! Der Moment voll Ekstase, ich war hin und weg von genau dem Tag, dem ich unbeschreiblich, unbeschreiblich, unbeschreiblich. Der Moment voll Ekstase, ich war hin und weg von genau dem Tag, dem ich unbeschreiblich, geht's begreiflich. Doing Tanz Mariechen bist, mir Blick den Kranken legt. Weil doing Tanz Mariechen bist. Und jetzt mit euch zu Hause. Wow. Kommt schon, das könnt ihr auch. Noch eine Stufe lauter. Und ihr alleine. Weil du den Tanz Mariechen bist. Blick den Rampen liegt, weil du den Tanz Mariechen bist. Bist du Sonnenobjekt? Machen, was du willst, so keinem Sinn und beste Sonnenobjekt. Bist du allein im Traum, ohne Sinn kannst, wer du willst, ohne kurzen Moment, denn bist du Sonnenobjekt. Bist du zurück aus dem Traum. Wir leben all im Hier und Jetzt. Alles noch plant im neues Gesetz. Der spiegelt er dir, wie du zu sehen hast. Er verhält dich fast at jeden Platz. Keine Grenze, alles kann. Der Drehbuch lebt nur in der Hand. Mach den Ohren zu und träum. Ich kann's machen, was du willst.
wir sind ganz wer du willst. Und kurze Momente bis der Sonne geht. Zurück aus dem Traum. Wenn die nur du dir schaffst, dich rennst für Stellungskraft, mach dir Dinge, Träume vor. Seelenruhig liegst du im Bett, den Kopf mit schönsten Chaos mit, den schönsten Chaos auf dieser Welt. Lass die Ohren zu und drehen. Ich kann's machen, was du willst, so noch keinem Sinn und bis der Sonne geht, bist du allein in deinem Traum. Und du sind ganz wer du willst, ohne kurze Momente, bis der Sonne geht, bist du zurück aus deinem Traum. Ich weiß nicht, wann ob ihr wart, keine Angst, man keine Wahrheit, plötzlich ist und du bist wahr. Ich kannst du machen, was du willst, sieht noch keinem Sinn, bis der Sonne geht. Kannst du machen, was du willst, sieht noch keinem Sinn, und bis der Sonne geht, bist du allein in deinem Traum. Wo du sind kannst, wer du willst, nur die kurze Momente, bis der Sonne geht, bist du zurück aus deinem Traum. Ja, vielen lieben Dank. Wir sind nochmal unfassbar froh, dass wir hier in Pulheim in unserer Geburtsstätte spielen dürfen. Ja, aber alles hat mal ein Ende und jetzt ist das Ende quasi da. Wir haben noch einen Song für euch, darin geht es darum, dass wir immer alles geben müssen, egal was kommt, ihr müsst immer alles geben und das tun auch wir. Und was wir damit erreichen wollen, ist einfach, dass die KG-Heere tanzt. Halbe Sache jede mit Historie. Hektisch schnell mit Filmen landet sich die Kloppewege. Mit dir für eh nichts Besseres, ich selber find kein geil. Shampoos und Prosecco ist so ja nix Singe-Style. Vom Osten, Süden, Ost, als würde Queen singen, Lieblingsbild. Alles schnell verkehrt, wenn der FC kein Europa spielt. Der Kellner heißt doch Kürbis, ist dem Hersing beste Freund. Jede Tür auch alt, wenn Köln tanzt, dann jedes Vollgas hätte Verstand. Wenn Köln tanzt, jedes kein Heide ist, außer Rand und Band. Wenn Köln tanzt, nur für sich. Komm Köln, tanzt, auch für mich. Komm Köln! Köln meldet Job mit dir, er will nur Spille. Jeden Sonntag beten, trotzdem datet nächstens Träne. Einmal durch die Stadt, hast du 1000 neue Funde, die du nirgends kennst, trotzdem darfst du eine trinken. Das muss nicht alles schön sein, das reicht, wenn du erfüllst. Klatsch und Feature dir, der gibt ne neue Kölsche Türen. Ist das akzeptiert, bist du in Singenbahn, mach doch rückens laut, denn wenn Köln tanzt, dann jede Vollgas hätte Verstand. Wenn Köln tanzt, jedes kein Heide ist, außer Rand und Band. Wenn Köln tanzt, nur für sich. Komm Köln, tanzt, auch für mich. Komm Köln!
über Verstand. Wenn keine Tanz, jedes kein Halde ist, außer Rand und Band. Wenn keine Tanz, dann jedes Vollgas, hätte über Verstand. Wenn keine Tanz, jedes kein Halde ist, außer Rand und Band. Wenn keine Tanz, nur für sich. Komm, keine Tanz, auch für mich. Komm, keine. Vielen lieben Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und vor allen Dingen singt jetzt noch einmal mit uns unsere aktuelle Single Tanz Marieche. Schreiblich, der Moment voll Ekstase, ich war hin und weg von genau dem Tag, den ich unbeschreiblich geht's begreifenlos. Da du in Tanz Marieche bist, Blick den Rampenlicht. Du in Tanz Marieche bist. Dankeschön, ihr Lieben, macht's gut, bis bald, Dankeschön. Ja, ihr Lieben, ich glaube, an den Namen Alois sollten wir uns für die Zukunft schon mal gewöhnen. Da wird garantiert noch mehr kommen. Und zu unserem Bürgermeister, lieber Frank, wenn mich nicht alles täuscht, du hast einen neuen Anzug, kann das sein? Müssen wir die Tage noch mal drüber sprechen. Euch, liebe Zuschauer, kann ich doch nur mal den Hinweis geben, auf dem YouTube-Kanal der KG wird ab morgen alles auch noch, so lange wie das Netz es speichert, zu sehen sein. Also wenn ihr wollt, guckt rein, auch im Nachhinein noch auf den YouTube-Kanal der KG. Spendenkonto, wie sieht's aus? Top, danke Rainer. Wir haben mittlerweile die 2000 € geknackt, unter anderem mit einer Spende von Frank und Dagmar Duschek, 111 €. Ja, dazu kommt noch Margret und Gerd Maas mit 100 € und nochmal 100 € von Winnie und Rüdiger Lennertz. Und an der Stelle möchten wir uns auch bedanken bei allen Vereinen des Festkomitee Pulheimer Karneval. Einmal, weil sie die Sitzung, die üblicherweise stattfindet für Hand in Hand, natürlich immer unterstützen, aber heute auch schon viele Spenden bei uns eingegangen sind. Vielen, vielen Dank. Ja, dann hoffen wir mal, dass es noch ein bisschen so weitergeht. Wie geht es weiter? Das ist oft eine entscheidende Frage. Freud und Leid liegt im Faste leer sehr, sehr nah beisammen. Und das haben wir gerade in der diesjährigen Session gemerkt. Als die Damen voriges Jahr proklamiert waren, habe ich das dann designierte Dreigestirn im Saal schon vorgestellt. Aber es ist leider nicht zu diesem Dreigestirn gekommen. Sie haben die ganze Zeit bis zum Schluss lange überlegt, innovativ überlegt, was können wir machen, wie können wir die Kiste noch retten. Aber es hat leider nicht gepasst. Die drei sagen aber gleich selbst noch mal ein bisschen was dazu in einem Einspieler. Insbesondere möchte ich jetzt aber die designierte Jungfrau von damals noch mal erwähnen. Denn sie hat unser Vereinsleben kräftig auf den Kopf gestellt. Ohne ihn, in der Technik sitzend, Daniel Müller, wäre dieser ganze technische Klimbim hier gar nicht möglich gewesen. Ihr seht, wir sind hier gespickt mit Technik und als Alhere alleine hätten wir das nicht auf die Beine stellen können. Lieber Daniel, herzlichen Dank dafür. Ja, das gibt mir eigentlich wieder die beste Überleitung, denn was passt zu einer solch technischen Rebellion musikalisch dazu? Ich denke, viel Spaß gleich mit den Stadtrebellen. Liebe Zuschauer, um mich herum sitzt ein Dreigestirn. Ich gebe zu, man sieht es nicht auf den ersten Blick. Es wäre ein Dreigestirn gewesen, sagen wir mal so. Und jetzt lese ich mal vor, der Prinz, der sitzt ja neben mir, das ist der Markus Gluck
und der ist Geschäftsführer von Klug Umwelt Logistik. Links neben mir sitzt der Bauer, das ist der Lars Klimek. Der ist Anwalt für Bau- und Architektenrecht. Ne? Genau. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Architektenrecht. Ja. Die armen Architekten haben es schwer, an ihr Honorar zu kommen. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Und da hilfst du dann? Da helfe ich denen bei, ja, gerne. Ach so, und auch wenn ich jetzt kein Honorar bekomme, würdest du dich dafür einsetzen für mich? Sag mal, das wären jetzt weit über 30 € für dieses Interview. Unbedingt. Unbedingt, bis zum letzten. Ja. Und dein Honorar wären 130? Da müssten wir dann drüber sprechen, ob sich das rechnet. Okay, und da hinten sitzt die Jungfrau, der Daniel Müller, TV-Regisseur. Also hauptsächlich Fernsehen. Also wie gesagt, Sie sind leider kein Dreigestirn geworden. Wir wissen alle warum. Die Pandemie hat alles zurückgestellt. Und jetzt will ich mal wissen, wann ging das los mit dem, wir haben wahrscheinlich keine Chance, Dreigestirn zu werden? Ja, keine Chance. Hat sich eigentlich erst später herausgestellt, dass wir verstanden haben, dass wir es nicht so feiern können, wie wir eigentlich wollten, haben wir schon relativ früh. Also das war ja schon kurz nach Karneval, als die ersten Lockdowns kamen nach Heinsberg. Ja. Und da wussten wir schon, dass wir uns irgendwas einfallen lassen müssen, wie es denn weitergeht, was wir denn machen können und so. Und da haben wir lange dran festgehalten, letztendlich auch an verschiedenen Konzepten. Und je stärker diese Pandemie auch wurde, desto weniger oder desto eher wussten wir, dass wir immer weniger Sachen machen können. Wir haben aber lange überlegt und lange durchgehalten, aber dann zum Schluss war klar, dass da gar nichts geht. Wie weit sind die Vorbereitungen dann gediehen? An welchem Punkt wart ihr, wo er sagt, es geht nämlich vorbei? Meine beiden Kollegen hatten das Ornat schon angeprobt, also die Anprobe gab es schon. Ich konnte an dem Tag nicht, an dem Abend hat der Markus netterweise für mich mit angeprobt. Soweit waren wir schon, wir hatten Liedideen, wir hatten vom Grafiker bereits entworfene Orden und hatten uns auch schon überlegt, was wir so machen wollen in der Session, was wir jetzt hier nicht unterbreiten werden, aber ja, so weit waren wir, sagen wir so. Es hat noch keiner irgendwie einen Euro groß investiert, das war jetzt noch nicht, aber gedanklich waren wir quasi schon am 11.11. Und wie schlimm hat es sich dann getroffen? Wie schwer war es abzusagen, auch im Kopf jetzt, zu sagen, schade, jetzt sind wir doch kein Dreigestirn geworden? Naja, der Markus hat es ja gerade schon gesagt, der Daniel auch, wir waren natürlich schon in der Planung drin. Ne? Eigentlich als die Damen ja ihre grandiose Session noch am Laufen hatten, da waren wir ja auch schon mehr oder weniger uns am Aufwärmen und vor dem Hintergrund, wie der Markus schon sagte, wir haben uns dann lange schwer getan, lange mit der KG überlegt, ne, und uns versucht, möglichst viel da offen zu halten, ne, was man machen kann. Aber irgendwann war es dann bei uns soweit, dass wir gesagt haben, ja, das wird nichts werden im Zweifel. Und dann fällt man natürlich erstmal in ein tiefes Loch. Ne? Man hat viel Zeit investiert, die Vorfreude, man hat ja auch die Equipe, ne? Die Freunde, die mitmachen, einen unterstützen, alles. Das hat man ja um sich schon geschart dann zu der Zeit. Und je größer dadurch natürlich die Vorfreude wurde, desto tiefer wurde das Loch, ne? In das man dann letzten Endes gefallen ist. Ne? Aber finanziell ist euch nichts hängen geblieben, weil es halt immer noch früh genug war, die Notbremse zu ziehen. Ja, das ist absolut richtig. Das war quasi hier genau an der zeitlichen Grenze zur Vertragsunterzeichnung, also war kurz vor Vertragsunterzeichnung, dass wir quasi vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Und da hat aber auch jeder Verständnis für, dass wir gesagt haben, also auch die KG, dass wir gesagt haben, wir halten das jetzt erstmal zurück, weil keiner wusste genau, was passiert. Klar, und erst mit Vertragsunterzeichnung wären ja dann finanzielle Verpflichtungen eingegangen, die wir dann natürlich nicht machen mussten. Stimmt. Tut dir leid, dass du jetzt in diesem Jahr kein Röckchen anziehen darfst und sowas? Mir tut grundsätzlich erstmal leid, dass es keine Fastelovend geht. Ja, und dass ich keinen Rock anziehen darf, ist natürlich, da habe ich immer von geträumt und das ist wirklich, ja. Die Anprobe hattet ihr doch schon mal, ne? So ein bisschen. Ich meine, ich hätte ein Foto gesehen mit dir im langen Röckchen.
Das war ich. Ach, das warst du? Wie ich eben sagte. Wir sehen uns ähnlich. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Ja, dein Vater hat schon gesagt, Miguel Jung kann alles tragen, das stimmt. Steht nichts. Ja, genau. Ich war bei Markus ähnlich aufgeregt, ne, als ich gesehen habe. Da habe ich gedacht, so stelle ich mir den Daniel auch vor, hervorragend. Ne? Ja. Jetzt ist es alles vorbei. Jetzt seid ihr drüber weg und plant ihr weiter? Plant ihr doch noch mal, jetzt nicht dieses Jahr, klar, aber irgendwann noch mal ein bisschen zu machen? Ja. Der Norbert, der sitzt da hinten, der wartet jetzt genau auf die Antwort. Ja, ich weiß, deshalb muss ich auch sehr vorsichtig sein. Ich überlege noch mal kurz. Also wir haben uns das offen gehalten, wir haben das nicht ausgeschlossen, dass wir das vielleicht später noch mal machen, aber wir haben der KG auch ganz klar gesagt, jetzt erstmal nicht, ne? Zumal die KG auch jetzt zunächst mal da entsprechende Nachfolge, 3 Gestirne schon in der Pipeline hat für folgende Sessionen und die haben dann jetzt sicherlich auch erstmal da ihre Chance, das zu machen und sich ihren Traum zu verwirklichen. Ob das danach für uns 3 nochmal funktioniert, also wir 3 haben es uns auf jeden Fall erstmal offen gehalten und der KG gegenüber auch. Also. Ihr seid ja auch vom Alter her, schafft ihr das noch, auch in 3 Jahren? So, ein bisschen, ihr seid noch relativ rüstig, das muss man jetzt mal sagen. Also ich denke, das wird schon gehen. Tja, das war's. Ein Dreigestirn, das kein Dreigestirn wurde. Ist zwar traurig, aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir die in spätestens 2 oder 3 Jahren auf der Bühne sehen. Und dann wird es umso schöner. Jetzt sehen Sie erstmal die Stadtrebellen. Viel Spaß. Sonntag 10 Uhr früh, ich nimm dich an der Hand und ja mit dir der ganzen Tag an der Ringpromenade entlang. Die Sonne lacht uns in das Gesicht und die Fische flippen aus. Lief Lisbeth, et wird gesurft, der Sport jeder über uns. Hey Lisbeth, lass mal surfen, ja am Ring. Hey Lisbeth, das wird ein super Ding. Hey Lisbeth, lass mal surfen, ja am Ring. Hey Lisbeth, am besten mit nem Drüben. Mir bestelle dann bei Neckermann Surfbrett voll im Wahn. Bezahle dummer in Rate dann, das Geld kriegen wir von dem Mann. Level lang, Garantie, mit Sonnencreme, das ist fair. Wassersport, das ist so schön, umringt solche Schiffsverkehr. Hey Lisbeth, lass mal surfen, ja am Ring. Hey Lisbeth, das wird ein super Ding. Hey Lisbeth, lass mal surfen, ja am Ring. Hey Lisbeth, am besten mit nem Drüben. Lass mal surfen, ja am Ring.
Hey Lisbeth, das wird ein super Ding. Jetzt könnt ihr ein bisschen mitsingen. Hey Lisbeth, lass mal surfen Jan am Ring. Hey Lisbeth, am besten mit nem Drüwing. Wer Multitasking ist, auch mitklatschen. Hey Lisbeth, lass mal surfen Jan am Ring. Hey Lisbeth, das wird ein super Ding. Ein letztes Mal noch. Hey Lisbeth, lass mal surfen Jan am Ring. Hey Lisbeth, am besten mit nem Brühring. Hey! Hey Lisbeth, lass mal surfen Jan am Ring. Hey Lisbeth, das wird ein super Ding. Hey Lisbeth, lass mal surfen Jan am Ring. Hey Lisbeth, am besten mit nem Drüwing. Vielen lieben Dank. Bis demnächst. Da sind wir wieder am Marktplatz im Wirtshaus. Und ja, man muss leider sagen, Markus Kluck, Lars Klimek, Daniel Müller, sie wollten um ein Jahr verschieben, aber das geht nicht. Sie hatten sich extra diese kurze Session ausgesucht und nächste Session ist sehr, sehr lang und da geht es dann aus beruflichen Gründen nicht. Aber wer unseren Präses kennt, der weiß, wenn diese Nachricht kommt, ein Dreigestirn ist nicht da, dann läuft er zu Höchstleistungen auf. Also diese Höchstleistungen sind unter anderem auch in normalen Zeiten, dass Versammlungsräume abgeschlossen werden und das heißt, die Tür geht erst wieder auf, wenn wir ein neues Dreigestirn haben. Ganz so drastisch war es damals oder diesmal nicht, aber es ist ihm auch jetzt gelungen, innerhalb kurzer Zeit ein neues Dreigestirn zu finden, was nächstes Jahr an den Start gehen wird. Und damit die auch nur ja nicht wieder von der Fahne gehen können, werden wir sie jetzt namentlich begrüßen. Wir werden sie als designiertes Dreigestirn vorstellen, in die Kamera, ins World Wide Web und damit, Jungs, kommt ihr nicht mehr aus der Nummer raus. Als designierten Prinzen darf ich euch nennen Markus Michael, designierter Bauer Rainer Schütter und designierte Jungfrau Werner Zündorf, alle Male aus dem Vedelszug. Danke, dass ihr nächstes Jahr dabei seid. Bravo. Ja, was ein Dreigestirn so alles erleben kann, haben die Damen eben ein bisschen erzählt. Was ich noch nicht so genau erzählt habe oder ihr gesehen habt, wir sind von unserem Bundestagsvertreter hier aus dem Rhein-Erft-Kreis nach Berlin eingeladen worden und sind mit einem riesengroßen Tross dorthin gefahren. Weiterhin eingeladen dann auch vom Berliner Prinzenpaar haben wir 2 wunderbare Tage dort verbracht und ich kann euch nur sagen, es war nicht leicht, diesen Tross in Berlin zu handeln. Ihr werdet gleich ein bisschen was dazu sehen, ihr werdet das Grußwort von Dr. Georg Kippels hören und auch ein bisschen was an Bildmaterial. Danach kann ich euch versprechen, geht's ins Ohr, es wird das Bein bewegen und das Herz warmen. Rock, Ska und Karnevalsmusik, das zusammen musikalisch im Anschluss erfahrt ihr durch Gedöns. Lev Karnevalsjacke bei euch zu Hus. Jetzt sitz ich he und han Verdruss. Wat hatte wir letztes Jahr eine schöne Klav? Drum ruf ich euch zu, dreimal Pullem Alaf. Ein Jahr ist es jetzt her, als uns das Dreigestirn und die Delegation der KG Aalheere hier in Berlin besucht hat. Tolle Stunden, tolle Tage, eine fantastische Atmosphäre, ein tolles Damendreigestirn und heute alles etwas ruhiger. Aber der Karneval findet auch im Herzen statt, deshalb rufe ich euch mit Begeisterung zu. Lasst euch nicht unterkriegen, macht weiter. Im nächsten Jahr sehen wir uns alle wieder gemeinsam hier in Pullheim im Rhein-Erft-Kreis mit den Alten und den neuen Aktiven, mit den Begeisterten, mit den Kindern und mit allen denen, die den Karneval im Herzen tragen. Deshalb noch uns von Heus, Berlin, Rhein-Erft und Pullem, Alaf. Alles Gute, euer Georg Kippels. Liebe Aalheere Pullheim, liebes Damendreigestirn, lieber Norbert.
Karnevalistische Grüße aus Berlin. Wir denken gerne an unser Treffen im Erdinger am Gendarmenmarkt zurück. Wir sind glücklich, dass wir euch alle kennenlernen durften. In der Hoffnung auf eine normale Session 2021-2022 wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß an der Freude und bleibt gesund. Darauf ein dreifaches Berlin, Hayo und Pulheim, Alaf. Sonne, sie brannte, es rauschte das Meer. Der Wein war schon alle, doch es kamen immer mehr aus allen Ecken angerannt. Unten an den Strand, der Himmel blau und weiß der Sand, wo man uns tanzen wieder fand. Komm, tanz, Sirtaki, wie am Strand, im fernen Griechenland. Auf der Schulter eine Hand, wir sind außer Rand und Band. Wir machen Party wie am Strand, im fernen Griechenland. So nehmen wir uns bei der Hand, wir tanzen uns um den Verstand. Die Wolken, sie hingen so dunkel und schwer. Im August 17 Grad, jedenfalls ungefähr. Am Himmel eine Regenwand, in Gedanken noch am Strand. So nehmen wir uns bei der Hand und tanzen bis nach Griechenland. Komm, tanz, Sirtaki, wie am Strand, im fernen Griechenland. Auf der Schulter eine Hand, wir sind außer Rand und Band. Wir machen Party wie am Strand, im fernen Griechenland. So nehmen wir uns bei der Hand, wir tanzen bis nach Griechenland. Komm, tanz, Sirtaki, wie am Strand, im fernen Griechenland. Auf der Schulter eine Hand, wir sind außer Rand und Band. Applaus für unsere Trompeter! Kommt, tanzt, Sirtaki, wie am Strand, im fernen
geht das schneller. Noch schneller. Dankeschön, Sirtaki. Ja, da sind wir wieder. Live und in Farbe. Inzwischen ja schon. Ich möchte mal auf eine Sache kurz eingehen. Wir haben ja diesen WhatsApp-Gedönse-Chat da, wo ihr was schreiben könnt. Und eine häufig gestellte Frage ist, was trinkt ihr da? Und da kann ich euch nur sagen, bald geht Corona von dannen und das Wirtshaus hier am Markt wird wieder geöffnet haben. Kommt vorbei, es ist wunderbar leckeres Büble-Bier aus dem Allgäu, ne? Ja. Und ich meine, ihr seht, hier sitzen heute nur Bübles. Also was liegt näher, als dass wir Büble trinken? Wenn ihr weitere Fragen habt, nehmt den WhatsApp-Chat. Womit wir beim Thema wären, WhatsApp-Chat. Ich sehe euch hier und höre euch hier immer nur lachen und Dinge kommentieren. Was ist denn los im Chat? Ja, jede Menge ist da los. Hier sehen wir vielleicht auch mal kurz ein Bild, was uns zugeschickt worden ist. Ihr macht das wirklich großartig und wir versuchen das am Ende der Veranstaltung beziehungsweise in den nächsten Tagen dann in eine riesen Collage reinzubringen, die wir dann vielleicht auf unserer Homepage veröffentlichen. Die Ideen sind da, müssen wir mal schauen, wie wir das umsetzen können. Läuft jedenfalls super. Vielen, vielen Dank dafür. Weiter so. Ja, weiter Fotos schicken. Ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Ich habe euch Höhepunkte versprochen und unser nächster Einspieler, er ist leider nicht live hier, aber ist ein Redner. Er hätte eigentlich in diesem Jahr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Ich glaube, so hat er sich das, weiß Gott, nicht vorgestellt. Aber er ist ein absoluter Profi. Er zählt nicht zu den Besten. Er ist, glaube ich, in seinem Genre inzwischen die Nummer 1. Als Profi begeisterte er bei der Prinzenproklamation, beim Jackstream und angesprochen auf unser Vorhaben, was wir heute hier ausstrahlen, hat er direkt gesagt, ich bin dabei, ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass das ein gelungener Abend wird. Er hat es auch gemacht, unterstützt wurden wir von der Kreissparkasse hier in Pulheim. Und ich sage, viel Spaß jetzt mit Martin Schops. Lev Pulhemer Karnevalsjecken. Herzlich willkommen bei der Kreissparkasse Köln. Tja, eigentlich ist um diese Zeit, nämlich an Viva Fastelovend, viel, viel mehr hier los. Die ganze Kassenhalle steht voll, alle freuen sich, tja, und feiern Karneval. Aber dieses Jahr ist alles anders. Ich bin quasi alleine hier, die Putzfrau ist auch schon weg. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch vielleicht schön, wenn wenigstens einer hier wäre und uns was vortragen könnte. Oder? Ich glaube, ich habe jemanden gefunden. Oh, da ist sie ja. Ja, wir zwei sind die ganz allein. Ja, das stimmt. Mit einem Kameramann. Hallo, grüß dich. Ja, das ist eigentlich immer das Highlight der Session hier in der Kreissparkasse. Ich freue mich immer, dass so viele Leute kommen, aber wie gesagt, dieses Jahr ist alles anders. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier bist, weil du bist nämlich zum ersten Mal hier in der Kreissparkasse in Pulheim. Und damit du mal einen kleinen Einblick davon bekommst, wie es hier so Weiberfastnacht abgeht, machen wir zwar jetzt mal die Augen zu und dann spulen wir zurück auf letztes Jahr. Okay. Das ist mein Hut dazu, den lege ich mal hier hin. So, Augen zu. Und hässliche Sinn? Ich glaube, das letzte Mal war das beim Testschlafen, habe ich mal in so einem Labor mitgemacht. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild, was du mir da gerade mitgegeben hast. Und jetzt stehen wir hier in einer leeren Kreissparkasse-Filiale mitten in Pulheim. Aber ich freue mich, dass ihr den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern dass ihr etwas
losmacht, dass ihr sagt, komm, wir wollen trotzdem Fasselaufen feiern und den Leuten etwas bieten. Und natürlich freue ich mich besonders, dass ihr dabei an mich gedacht habt, dass ich hier bei euch in der leeren, Dankeschön, ja, Kreissparkasse vorsprechen darf. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das gemacht habt. Das habe ich jetzt irgendwie 3-mal gesagt, ich finde, einmal reicht. Ne? Also so groß ist die Freude darüber jetzt auch wieder nicht. Man muss ja realistisch bleiben. Man muss auch immer realistisch bleiben, Romy, also echt. Ich würde sagen, bleib am Teppich, aber hier ist ja leider keiner. Ich finde, es ist aber schon, wenn man ganz ehrlich ist, ein sehr, sehr, sehr skurriles Bild. Ja, es ist ja noch nicht mal ein Jahr her, da war es hier rappelsvoll, es wurde bei uns im Rheinland noch richtig Fasselovend gefeiert. Und das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, was da teilweise abgelaufen ist. Straßenkarneval, das bedeutet unkontrollierter Alkoholkonsum. Da wurde teilweise 3 Tage nicht geduscht, nicht gewaschen, immer in demselben Kostüm rumgelaufen, schon morgens angefangen, alkoholische Getränke zu renommieren. Ich meine, sowas gibt es heute immer noch, heißt ja nur nicht mehr Straßenkarneval, sondern Homeoffice. Ja. Ist ja ein Thema, was uns zuletzt alle mehr oder weniger beschäftigt hat. Ich finde, es hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Und das Schlimmste am Homeoffice ist ja, man kommt ja immer irgendwann an den Punkt, da hat man keinen Bock mehr. Ne? Da hockt man nur noch total unmotiviert vor seiner Arbeit und wünscht sich nichts mehr, als endlich nach Hause gehen zu können. Und dann stellst du fest, Mist, bin ja schon da. Meine Frau und ich, wir waren auch zusammen im Homeoffice, finde, dass sich dadurch einiges verändert hat. Teilweise sogar die Bedeutung der Sprache. Nehmen wir mal so eine ganz normale Gesprächseröffnung in so einer Frühstückspause. Ja, so ein Satz wie, also der Verkehr heute Morgen, der war ja wieder fürchterlich. Ne? Der kriegt ja im Homeoffice mit der einen Frau eine ganz andere Bedeutung. Ne? Irgendwann kam ja auch noch erschwerend hinzu, man muss ja nicht nur seinen eigenen Kram schaffen im Homeoffice, sondern nebenbei auch noch seine eigenen Kinder beschulen. Und das war ja auch kein Zuckerschlecken, als plötzlich alle Schulen geschlossen waren. Ich glaube, wer sich mal 5 Minuten mit seinem eigenen pubertierenden Nachwuchs hingesetzt hat und versucht hat, den zu beschulen, der hat schon nach 2 Minuten gemerkt, okay, anscheinend war der Lehrer doch nicht das größte Problem. Ne? Auf der anderen Seite hast du natürlich auch gemerkt, die Lehrer, oder wir Lehrer, wir sind auch an unsere Grenzen gestoßen. Als der Online-Unterricht losgegangen ist, habe ich gedacht, boah, also Deutschland hat definitiv Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. Ich glaube, wenn der gute alte Goethe sein Erlkönig im Jahr 2020 geschrieben hätte, dann hätte das Gedicht nicht angefangen mit »Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind«, sondern »Wer verzweifelt am Bildschirm, schon blass das Gesicht, es ist ein Lehrer, Digitalunterricht«. Er grübelt, erklärt, er macht und tut, seine Schüler raffen nichts, in ihm steigt die Wut. Mann, sind die dumm, verstehen nichts von dem Stoff. Dann kommt eine Mail. Digga, dein Mikro ist off. Oh, ja. Die nächsten Stunden fuchtelt, er will, doch der Ton, er bleibt stumm. Dafür dreht sich das Bild. Aber so ein erfahrener Lehrer ist ja nicht dumm, er schnappt sich das iPad und dreht es um. Hierfür musste er vom Stuhl aufstehen, jetzt konnten die Schüler das Elend sehen. Denn im Homeoffice wird sich nicht gepflegt und auf das Tragen von Kleidung kein Wert gelegt. Während er also von Brecht philosophiert, baumelt vor der Kamera, darf man sowas in der Kreissparkasse überhaupt sagen? Baumelt vor der Kamera, recht ungeniert, in einer Feinripp-Unterhose, der kleine Berthold, recht frei und lose. Von den Schülern wird jubiliert und gekichert, denn damit ist die Versetzung gesichert. Wenn einem nämlich so viel Elend widerfährt, ist das definitiv einen Screenshot wert. Und die Moral von der Geschichte, ich sage mal zumindest aus Lehrersicht, besser ist trotz Maskenpflicht der gute alte Präsenzunterricht. Und der kam dann ja auch irgendwann wieder. Ja, ob der jetzt wirklich so viel besser ist für die Lehrer, ich lasse es mal dahingestellt sein, denn es ist auch nicht immer nur leicht als Lehrer mit der nächsten Generation. Ich weiß nicht, ob das in letzter Zeit mal jemand mitbekommen hat, wie sich das inzwischen anhören kann, wenn junge Menschen miteinander kommunizieren. Also kommunizieren ist an der Stelle natürlich ein Euphemismus. Ich sage mal, wenn Jugendliche zusammenstehen und zur internen Verständigung Geräusche machen. Ich weiß noch, als ich selber zur Schule gegangen bin, da gab es im Satz eine Struktur, die hieß Subjekt, Prädikat, Objekt. Gibt es heute nicht mehr. Heute ist das Subjekt Beleidigung, Komma, Alter. Ne? Wobei Komma brauche ich meinen Schülern auch nicht mitzukommen, kennen die nicht mehr. Komma. Ne? Komma ja, Komma nein. Ne? Habe ich denen gesagt, dass Satzzeichen bei uns in der Sprache aber leider Gottes dazugehören. Da ging das los. Ja, aber Herr Schops, Alter, wieso soll ich Satzzeichen lernen, wenn ich nächstes Jahr eh noch Germany's Next Topmodel werden will, ha? Ich sag Melodie Amber. Weil du ohne das richtige Satzzeichen an der richtigen Stelle nächstes Jahr nicht Germany's Next Topmodel werden wirst. Wenn du nämlich heute Abend zu deinem Freund sagst, hier, nimm ein Gummibärchen, werden deine Chancen deutlich schlechter sein, als wenn du sagen würdest, hier, nimm ein Gummi, Komma, Bärchen. Großer Unterschied. Ja?
Ganz schwierig wird es mit der Sprache natürlich, wenn Alkohol ins Spiel kommt. Aber wem sage ich das? Ihr seid auch seit 11 Monaten im Homeoffice. Wenn man mal versehentlich ein Glas Wein oder ein Fass Bier zu viel getrunken hat, ist einem Freund von mir letztens passiert, war mit seiner Frau unterwegs, wollte zu ihr ganz romantisch sagen, Schatz, niemand liebt dich so wie ich. Und hat versehentlich gesagt, Schatz, niemand liebt dich wie so ich. Also da ist ja wirklich noch so einen kleinen Silben drin und schon ist riesen Stress in der Bude. Ne? Aber die Sprache ist jetzt auch nicht das Einzige, womit meine Schüler schon mal zu kämpfen haben. Ich sage mal vorsichtig ausgedrückt, das Allgemeinwissen ist auch nicht 100% gerecht verteilt. Ja? Ich habe Schüler, die sind der Meinung, die Amazonen wären weibliche Paketboten von DHL. Also ob das jetzt wirklich immer so viel besser ist mit dem Präsenzunterricht aus Lehrersicht, ich weiß es eigentlich gar nicht. Aber egal, ich musste irgendwann zurück in die Schule und habe dann festgestellt, der Hausmeister hatte, damit das Thema Hygiene vernünftig funktioniert, über jedem Waschbecken so ein Piktogramm angebracht mit einer Beschreibung, wie man sich vernünftig die Hände wäscht. Und als ich das gesehen habe, da habe ich nicht gewusst, ob ich lachen oder weinen soll. Ja? Ich meine, das muss man vorstellen. Wir sind in Deutschland im Jahr 2021 und da lernen wir, wie wir uns die Hände zu waschen haben. Hängt die Bilder wieder ab, bitte. Zumindest bei uns im Rheinland. Wir Rheinländer, wir wollen doch keine Beschreibung, wie uns die Hände zu waschen haben. Wir haben das mit der Muttermilch aufgesogen. Wir wissen über 1000 Jahren, wie das läuft. Eine Hand wäscht die andere. Punkt. Ja? Ist bei uns das ganze System in der Stadt drauf aufgebaut. Naja. Aber ist euch mal was aufgefallen? Seit wir uns alle wieder regelmäßig die Hände waschen und ständig desinfizieren, selbst auf kleinen Familienfeiern, haben Erdnüsse keinen Geschmack mehr. Da sollte man nicht zu intensiv drüber nachdenken. Ne? Aber was ist das wirklich? Was ist das für eine bescheuerte Zeit? Ja? Im Jahr 2020, da wurde mehr Alkohol in den Händen verrieben als gesoffen und das war gar nicht so leicht, denn ich habe gelesen, 70% der Deutschen haben in den ersten 2 Wochen nach dem Lockdown angefangen, ihre Weinvorräte zu leeren. Ja, ich war einer davon. Mittags mal Gläschen Weißwein im Homeoffice, kein Problem. Ja, so 10, 11 Uhr. Meine Frau war damit übrigens gar nicht einverstanden. Haben wir mal zusammen am Frühstückstisch gesessen. Ich sage, hör mal Schatz, wo ist denn der Weißwein? Sagt sie, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich sage, ja, habe ich, da ist er nicht. Du bist ja echt wahnsinnig geworden, ne? Aber um jetzt nochmal auf diese ganze Händewasch- und Hygienethematik zurückzukommen, das Ganze ist ja wirklich wichtig, um die Infektionskette zu unterbrechen. Und da habe ich auch mal mit meinen Schülern drüber gesprochen. Der Jonah Malte, einer meiner schlauesten Schüler, der hat das mal wunderbar zusammengefasst. Er hat gesagt, bei einer nicht ganz hygienischen Blutsaugerei in der zentralchinesischen Provinz Wuhan hat sich eine Fledermaus mit einem bis dato neuartigen SARS-Virus infiziert. Weil die Fledermaus aber polyresistent gegen dieses Virus gewesen ist, ist sie nicht selber erkrankt, sondern nur Träger dieses Viruses geworden. Dann kam eine Schlange, hat die Fledermaus gefressen, dadurch hat die Schlange mit dem Virus infiziert. Dann kam ein Gürteltier, hat die Schlange gefressen, dadurch hat das Gürteltier mit dem Virus infiziert. Dann ist dieses Gürteltier auf einem Viehmarkt in Wuhan einem Chinesen zum Verzehr angeboten worden. Und weil der Chinese im Gegensatz zu den Tieren nicht polyresistent gegen dieses Virus gewesen ist, ist er furchtbar krank geworden und hat im Anschluss die halbe Welt angesteckt. Das sagt Jonah Malte, genau so ist es gewesen, perfekt erklärt. Die anderen soweit verstanden, hat er irgendeine Frage dazu, meldet sich original Brooklyn, Maddox, Schmitz und sagt, ey Jonah Malte, Digga, ey, das habe ich so gerafft, ne? Aber eine Sache habe ich nicht so verstanden bei deiner Erklärung. Ne? Welcher bescheuerte Europäer hat den Chinesen gefressen? Ich glaube, das ist der schlechteste Witz, den ich je erzählt habe. Aber es ist ja kein Publikum da, was mit Feedback gibt. Also könnt ihr euch zu Hause jetzt selber überlegen, ob ihr den nochmal zurückspulen wollt, um den zu feiern, oder aber ob ihr das übergehen wollt. Jetzt habe ich so viel über die Veränderung der Zeit philosophiert. Ich mache mir seit einigen Jahren aber nicht nur Gedanken darum, wie sich die Zeit zuletzt verändert hat, sondern ich frage mich bei all diesen Veränderungen immer wieder, wie geht es weiter? Wie sieht es bei uns auf dem Planeten und vor allem auch im Rheinland wohl aus im Jahr 2040? Was mir dazu eingefallen ist, habe ich in einem sogenannten Zukunftskrätzchen verarbeitet. Jetzt kommt gleich ein kleiner Umbau. »2040, Coronavirus endlich fort, dennoch traurig, 80% der Ehen kaputt. Durch das plötzliche Ende der Maskenpflicht sahen viele zum ersten Mal dem Partner sein Gesicht. 20% taten sich zusammenraufen, getrennte Betten und gemeinsames Saufen. Sahen die sich auch mal nüchtern ins Gesicht? Leider nicht. Mit seiner Idee, ein Corona-Desinfektionsmittel zu saufen,
tat Donald Trump der Wissenschaft endgültig den Rang ablaufen. Davon beflügelt empfahl er Kichererbsen jenen Trauer und Leid und Eierlikör jenen Unfruchtbarkeit. ABC-Pflaster jen Legasthenie, Tintenkiller gegen blaue Flecken am Knie, empfahl er auch Klopapier jen sein Arschgesicht. Leider nicht. Ex-Sportler kriegten Angebot, Zweitkarriere Hollywood. Philipp Lahm begeisterte als der kleine Lord die Cineaste. Mesut Özil in Edgar Wallace, der Frosch mit der Maske. Auch Boris Becker konnte man in einer Hauptrolle entdecken. Harry Potter und die Besenkammer des Schrecken. Bekam er von seiner Gage auch was zu Gesicht? Leider nicht. Fastelovend gehört jetzt zu den International Show Events. Deshalb heißt Stippefütsche jetzt Cologne Backside Rubble Dance. De Höhner Jon als Krautmakers Chicken Combo ubet Parkett. Und Mark Metzger als The Man with the Blurch in the Head. Auch de Klüngelköpern ihre Namen übersetzt, heißen jetzt You know each other, you help each other heads. Nur 2 Wörter überstand der ganze Klav. Polem Ahalav. Normalerweise beschließe ich ja mein Programm mit meiner Zukunftsvision, aber wir haben aktuell eine besondere Zeit und eine besondere Zeit erfordert natürlich ein besonderes Ende. Ich habe es ja ganz zu Beginn schon mal gesagt, es ist nicht mal ein Jahr her, da wurde bei uns noch richtig Straßenkarneval gefeiert mit 1 Million Menschen in Köln am Rosenmontagszug. Und 2 Wochen später haben sich von diesen 1 Million Menschen genau 0 Personen infiziert. Und da habe ich damals gedacht, siehste, mir ist nicht doof. Mit 47,11. Heute wissen wir natürlich, dass es anders gekommen ist, aber als ich zuletzt noch mal daran zurückgedacht habe, da habe ich mich gefragt, kann man wohl das ganze emotionale Auf und Ab, die ganze Geschichte der Pandemie wohl in Liedern wie Mir sind die Dörf mit 47,11 erzählen? Und ich glaube, von Karnevalssamstag 2020 bis Viva Fastelovend 2021 hat sich das Ganze bei uns in etwa wie folgt abgespielt. Am Dom zu Köln, in der Wirtschaft, ob der Eck. Stunde Männer an der Theke. Hat einer gesagt, hast du schon gehört, beim Chinamann, der alles kann. Ob der Markt stand, die Bure, die haben einen Mure und ein Meer und ein die Anbazille, die kriegst du nicht kaputt. Hat der andere gesagt, drüs ob der drüs, wer weiß, wie alt wir wieder, und solange wir noch am Leben sind, wollen wir Puppekarte tanzen und sagen, ich kriege Bier und du kriegst Bier. Und hat erstmal weitergefeiert. Aber dann haben die ersten Rheinländer gerufen, he datet wie und do datet wie. Und da haben wir sofort mit den Höhnern gesagt, komm, wir halten die Welt an. Pützchensmaat ist afgesagt, jetzt blieb das Schmitzebiller allein in ihrer Villa. Und der Alemann blieb für der Wirtschaftstür. Da war nichts mehr mit, trinkt doch eine mit, bütz mich schück nach und man komme mit Alemann vorbei und schon ja nichts mit, man trinke aus einer Fleisch. Auch nichts mit Buenos Dias, Matthias, Spanien, Ole und Frankreich, stattdessen hieß es für Minche aus aller Länder. Selbst aus Ihrefeld, Lebbisch, Pum, Eschpech und Kalk, komm, lass mal heim, Jon. Und dann waren wir da bei uns daheim und sind wahnsinnig geworden. Han gesagt, Annemie, ich kann mi, Pens, wo man jeder und steht nur Pens und verdammt lang her, dat ich ins beim Friseur war. Wie soll dat nur wegen Jon, ohne Dom, ohne Ring, ohne so eine Sching, nur noch, oh la la, willst du eine Pizza? Und nach 3 Wochen sahen wir aus wie Tosca, Rosa oder Carmen. Und dann kam die Zeit der großen Solidarität nach dem Motto, wenn ich jetzt, wann dann, komm. Ma sei in der Welt, das Schönste hier sehe ich von Köln, denn he, hält ma zusammen. Ma Jon ob der Balkon mit Aussicht, ob der Dom und dann die Hände zum Himmel, wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Wir Jon für die Aalfrau immer grün zum Bicken auf der Bütche, das soll die nicht hin, denn da sind Menschenmasse an der Kasse, mir zusammen, wir sind eins. Es waren emotionale Achterbahn. Da hatten wir alle ein ganz kleines bisschen Hoffnung auf etwas Normalität mit lange Samstag in der City und vielleicht ein ganz kleines bisschen Heidewitzka, Herr Kapitän. Und dann kam unvermittelt Herr Spahn um die Ecke und hat gesagt, Nimi Fastelovend, Nimi Ruth und Wies. Und da hat der Kölsch gesagt, leg uns am Arsch. Das wäre Verhängnis, so wie im Gefängnis. Der Anfang vom Eng, doch mit uns läuft das nicht. Denn wir Kölsche, wir brauchen keiner, der uns sagt, wie man Fastelovend feiern. Denn wenn du glaubst, wir lassen uns durch einen Virus, der Spaß für zu lachen, der Bock jetzt zu machen, nemme, dann sagen wir dir, da bist du fies
ob es Fütsche gefallen, denn Menschen wie mir sind nicht jen allein. Dann viermal Fastenlovend noch und so wie für 40 Jahre. Aber bitte, bitte mit Gefühl, denn mir Kölsche, mir Klebe, wie der Düvel am Leben. Und wenn wir all zusammen stehen, mit ein bisschen Respekt, Verstand und Abstand, ich glaube, dann dauert es nicht mehr lange und dann sagen wir dem Virus bye bye, my love und winke, winke, winke. Und dann ist für Covid-19 nicht nur in unserem Fädel die zick rum. Und spätestens im nächsten Jahr heißt es für uns alle dann endlich wieder, wenn eine Trömmelche geht, dann stehen wir all parat. Mit diesen Worten möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Rest-Karnevalszeit und hoffe ganz, ganz dolle, dass wir uns in der nächsten Session live, gesund und munter und vielleicht ein kleines bisschen angeheitert wiedersehen können. Also macht's gut. Tschüss. Ja, und ich sag euch, ruckzuck sind wir natürlich auch wieder rübergelaufen von der Sparkasse, von Martin Schops, hier ins Studio. Und da sind wir wieder. Da gehen wir doch gleich mal wieder zu euch nach drüben. Ja. Wie sieht's aus an der Spendenfront? Ach, wir haben richtig Spaß hier. Also zum einen natürlich mit dem WhatsApp-Chat, das ist wirklich klasse. Aber die Spenden laufen auch super weiter. Wir haben 111,11 € von Rolf und Christa Klein, 111,11 € von Dr. Norbert Windel, meinem Ratsbruder, vielen Dank. 100 € von Renate Dorpeide und nochmal 100 € von der Oldtimer-Abteilung. 50 € von unserem designierten Prinzen Markus Michael, danke. Und noch 100 € von Susanne und Wolfgang Warmuth. Wir sind also jetzt bei rund 2.500 €. Ja, ich denke, ein wunderbarer Stand, den wir da erreicht haben inzwischen. Und wir haben aber leider auch schon darüber gesprochen, es ist eine seltsame Session. Es gibt keine Nubbelverbrennung, aber sie neigt sich langsam dem Ende. Auch wir als KG Alhere, habe ich eingangs schon mal gesagt, haben natürlich mit den finanziellen Auswirkungen zu kämpfen. Und in der Zeit ist es wichtig, einen Partner an der Seite zu haben, wenn es bei uns gerade um unser karnevalistisches Hauptgeschäft, um unsere Hauptaktivität geht, nämlich um unsere Sitzungen. Wir mussten etliche Sitzungen absagen. Wir mussten aber auch Dinge verschieben, die vielleicht möglich wären, vielleicht aber auch nicht. Und das geht nur mit einem Partner an der Seite, der im Dialog mit uns das Ganze zu Ende bringt und weiterbringt. Ich meine Horst Müller von der Künstleragentur Alav. Lieber Horst, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dich und euch, liebe Karnevalisten, kann ich sagen, es geht weiter. Die nächsten Sitzungsprogramme stehen für die Proklamationssitzung, für die Damen- und Herrensitzung in der nächsten Session, aber auch das verschobene Open Air. Es wird stattfinden am 20. August 2022. Ich weiß, es ist schwer, es sind viele Zweien drin. Karten wird es bald zu kaufen geben. Wir haben als Opener denjenigen, dem ich nochmal Danke sagen möchte, der nämlich dafür gesorgt hat, dass wir alle mit Corona-Tests versorgt wurden, mit seinem mobilen Teststudio. Tim Toupé, Tim Bibelhausen, herzlichen Dank dafür, dass du uns hier getestet hast. Dann wird nicht nur er dabei sein, sondern es werden dabei sein Pavaya, Ket Baloo und die Domstürmer. Denkt dran, guckt auf unsere Homepage, bald sind die Karten zu kaufen. Hier geht es jetzt mit etwas besinnlicher Musik weiter, aber Musik, die wirklich unter die Haut geht. Freut euch mit mir auf die Rabaue. Nicht lang her, da klaute mir Kappes am Feld. Kahle Füß, Hunger, viel Arbeit, kein Geld. Die Geschichte haben wir aufgehört, die alle Lücken se verzählt. Es war nicht wichtig, denn uns hätt ja nie et gefällt. Wir haben gedacht, es tät ewig so wegen Jon. Immer aufwärts, mit Vollgas mal blieben nicht stand.
Doch wie schnell sich alles ändern kann in einer scheinbar heilen Welt, die vor wurde schon lang nicht nie gestellt. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still, auf einmal kann keiner mehr tun, was er will. Die Zeit heilt alle Wunden und irgendwann ist auch ein Schluss. Doch so lang bliebe mir zu Hus. Doch nur kein Panik, schon bald sind wir wieder mobil. Und auf der Straße, da sind wir dann wieder zu viel. Mit Kütt zurück der Arbeitsstress, die Hektik, Zick, die uns dann fällt. Für das war dem Leben wirklich zählt. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still, auf einmal kann keiner mehr tun, was er will. Die Zeit heilt alle Wunden und irgendwann ist auch ein Schluss. Doch so lang bliebe mir zu Hus. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still, auf einmal kann keiner mehr tun, was er will. Die Zeit heilt alle Wunden und irgendwann ist auch ein Schluss. Doch so lang bliebe mir zu Hus. Doch so lang da bliebe mir zu Hus. Ja, liebe Leute, so ist es. Auch ein solcher Abend geht langsam aber sicher zu Ende. Ich darf ein letztes Mal für heute aber noch mal in die Spendenbox rüberschalten. Diese Worte habt ihr jetzt noch mal als Abschluss für unser heutiges Spendenaufkommen. Ja, vielen Dank, Rainer. Erstmal nochmal der Hinweis, dass ihr auch gerne in den nächsten Tagen immer weiter spenden dürft. Das Konto ist danach also nicht geschlossen. Für heute Abend haben wir die 3.000 € definitiv geknackt. Unter anderem dann jetzt noch mit den letzten Spenden von der Firma Klug, Alfred Gerdes, schöne Grüße, 200 €. Wirtshaus am Markt, Harald Müller, 111 € und der Senat der KG auch nochmal mit 111 €. Vielen Dank allen, die heute gespendet haben. Ja, und damit wieder an dich zurück. Zurück in die Sendezentrale, sagt man an anderer Stelle. Hä? Ja, mir bleibt eigentlich auch nur, mich von Herzen zu bedanken bei allen, die hier mitgewirkt haben. Aber wie auf jeder Sitzung darf ich sie auch einzeln nennen, denn das haben sie verdient. Fangen wir an mit unserer kleinsten Saalkapelle der Session, Hubert Fendel. Dann möchte ich mich natürlich recht herzlich bedanken bei der heutigen Bühnenassistenz, unserem Gastgeber Harald Müller. Kamera und Ton, die man eigentlich nie sieht, sage ich Danke bei Peter Brodisch, Michael Strusch und Vanessa Jakob. Regie und das ganze Orga-Gedöns, was im Vorfeld dahinter hing, Günni und Daniel Müller, herzlichen Dank euch zwei. Die technische Leitung hatte Roland Possler. Ja, und dann gibt es von der KG ja auch immer ein paar, die die Rübe hinhalten müssen, wenn es funktioniert oder auch nicht. Die Hauptverantwortlichen der KG, natürlich vorne an unser Präsident Norbert Rode, aber mit dabei in diesem Boot auch Markus Schüngel und Markus Leroy. Danke. Ja, meine Damen und Herren, Lev Vassilovensjecke. Eine schlimme Session ging zu Ende, aber sowas haben wir noch nicht erfahren und wir haben heute auch einen komischen Abend erlebt.
Wir haben hier nur in Kameras geblickt. Wir hatten keine Resonanz vom Publikum, so wie wir das im Saal gewöhnt sind. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die tolle Moderation unseres Sitzungspräsidenten Rainer Iven. Rainer, recht herzlichen Dank. Ja, ein letztes Dankeschön gilt jetzt aber noch denjenigen, die in stundenlanger, und das könnt ihr mir glauben, das war es wirklich, Arbeit dafür gesorgt haben, dass die ganze Deko hier an Land gekommen ist, dass die ganzen Ballons hier aufgepumpt wurden. Also ihr dürft euch davon natürlich nachher gerne so viel mitnehmen, wie ihr wollt. Das Aufbauteam des AKBsen unter Leitung von Cosimo Coppola und Andreas Schüngel, euch gebührt wirklich der Dank für das, was ihr hier gemacht habt. Ich sage danke fürs Zusehen, danke fürs Spenden und ich hoffe von Herzen, dass wir in der nächsten Session wieder eine relativ normale Session feiern dürfen, so wie wir den Fasteleer kennen, so wie wir ihn hier in Pullum feiern wollen. Unser Livestream wird jetzt langsam ausklingen, aber ihr braucht noch nicht abzuschalten, denn es geht noch weiter. Im Ausklang findet ihr noch die Höhner und im Anschluss daran Josef Fioli. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Session wieder face to face, wie man so schön sagt. Danke und Alaf. Ja. Han sich gefunden, han gesungen und viel gelacht, han gefeiert, gebützt, gesoffen, Mathe sucht, die Nacht zum Dach, zwischen Clowns und Kolumbine, ja, da manch heiße Spur, treu ob ewig, doch am nächsten Morgen ist von all dem nix mehr wahr. Irgendwann sind wir uns wieder irgendwie unter irgendwo. Irgendwann, vielleicht halt morgen, vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr. Madet Jod und Tschüss zusammen. Das Licht geht aus bei uns im Saal. Das letzte Glas, das Abschiedsliedchen, das war es jetzt mit Karneval. Irgendwann sind wir uns wieder irgendwie unter irgendwo. Irgendwann, vielleicht halt morgen, vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr. Vielleicht halt morgen, vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr. Drosse rüget, nur all das Sorge und ein Leben hol uns wieder in. Es ist vorbei mit Spaß und Viere, etwas schön dabei zu sein. Irgendwann sind wir uns wieder irgendwie unter irgendwo. Irgendwann, vielleicht halt morgen,
die Stadt optimal gestorben. Du hättest uns als Pension angedorben. Du hättest herrlich lache in Gesicht. Du bist die Frau, die Rotz und Wasser kriecht. Wie